Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Wir neigen uns langsam im Ende zu, es gibt noch den Las Vegas Grand Prix zu besprechen, aber Max Verstappen ist der Champion von 2024. Außerdem Big News, Cadillac ist da. Team Nummer 11 ist bestätigt. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Podcast. Und somit starten wir wieder mal in eine Folge vom Unsafe Release. Wir schnacken zuerst mal ein bisschen über den Vegas Grand Prix. Ich wollte die ganze Zeit Texas GP sagen, aber es ist der Vegas Grand Prix, wie ich immer korrigiert werde. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Wir nehmen die Sachen ernst und wir suchen uns Fakten raus. So läuft das. Und wir haben nie persönliche Meinungen und würden immer nur professionell mit den Themen umgehen, die wir reden. Ja, wir werden auch von der Formel 1 bezahlt, dass wir nur positiv reden. Genau. Und wir müssen richtig auf die Wortwahl schauen, ist ganz, ganz wichtig. Ganz neu tönt also, ganz neu tönt. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe Vegas GP ein bisschen als boring wahrgenommen. Kann vielleicht auch daran liegen, ich war im Ausgang, früh am Morgen aufgestanden, habe geschaut und bin etwa ab Runde 20 bis Runde 40 eingepennt. Also habe ich die spannende Aufholjagd vom Hamilton nicht ganz so mitbekommen. Aber wir sind mehr solche Sachen rundum geblieben, anstelle Sachen vom Vegas GP selber. Wegen dem übergebe ich jetzt ganz frech dir schon das Wort. Und erzähl mal ein bisschen, was so deine Auffassung war von dem Vegas Grand Prix. Also ich muss sagen, ich habe den Vegas Grand Prix eigentlich relativ gut gefunden. Ich bin überrascht gewesen, wie stark Mercedes ist oder beziehungsweise wie stark der Mercedes bei kalten Temperaturen läuft. Und ich bin eigentlich der Hoffnung gewesen, dass das, also wir haben jetzt inzwischen den 29.11., wo wir die Aufnahme machen. Es ist jetzt gerade der Katar Grand Prix. Ich habe jetzt gedacht, dass der Mercedes auch wieder so gut wird laufen in Katar, weil es dort ein bisschen kühler ist, aber anscheinend nicht. Aber ich bin extrem überrascht gewesen. Vor allem habe ich gedacht, dass Ferrari doch Pace wird haben zum Aufholen. Ich habe ja schon vorab predicted, dass Ferrari am Anfang am Start ein bisschen den Trouble wird haben und im Nachhinein erst wieder ein bisschen stärker werden im Verlauf des Rennens. Ist halt tatsächlich so gewesen. Der Leclerc hat ja einen Schritt den Russell ein bisschen unter Druck können setzen und hat auch versucht, mal vorbeizugehen. Aber ist halt ein typischer Leclerc wieder, wo wir irgendwie auch schon ein paar Mal in dieser Saison irgendwie so gesehen haben, holt auf, greift an und dann kommt er nicht vorbei und dann lässt er richtig abreißen, weil er einfach die Reifen zu fest beansprucht hat. Und dann ist das eigentlich schon gewesen. Und der Russell, muss man einfach wirklich sagen, ist brutal gefahren das ganze Wochenende. Also wirklich sehr, sehr gut gefahren. So gern, wie ich ihn auch nicht habe. Er ist wirklich top gefahren, das muss man ihm lassen. Und natürlich auch sein Teammate, der Lewis Hamilton, der hat wirklich eine sehr krasse Aufholjagd gemacht. Der hat ja das Qualifying leider auch selber verkackt, muss man an dieser Stelle sagen. Also da ist nicht das Team geschossen oder so, da ist er selber geschossen. Er hat selber die Fehler gemacht im Qualifying. Und ja, hat es dann aber, muss man wirklich sagen, im Rennen wieder gut gemacht. Man hat aber ihm gut angemerkt, dass ihn das ein bisschen, ja, nicht veto hat, aber es hat ihn ein bisschen genervt, dass er halt, nicht Erster geworden ist. Weil er hat auch im Nachhinein, glaube ich, gesagt, ja, das wäre eigentlich sein Sieg gewesen, weil ja, er hat auch wirklich brutal performt. Und er ist auch im Training und alles ist er auch immer wirklich sehr stark gewesen. Aber ja, die Fehler, die tun meistens weh in der Formel 1. Also sie können sehr weh tun und man hat das halt einfach wirklich beim Hamilton jetzt gesehen. Wie viel das es kostet. Beim Perez sehen wir es eigentlich jedes Wochenende. Und darum Mercedes wirklich top. McLaren zu erwartend oder ist erwartend gewesen, dass sie nicht so stark werden sein, weil sie doch bei kühlerer Temperatur Probleme bekommen. Plus Tire Wear ist extrem gross gewesen bei ihnen, also die haben wirklich einen Reifenverschleiß gehabt, der ist nicht mehr schön gewesen. Und sonst ist es eigentlich recht überschaubar gewesen. Also ich bin überrascht gewesen, dass es nicht grosse Kollisionen gegeben hat. Also das Einzige, was ja noch ein bisschen bitter war, ist, dass so ziemlich der einzige Ausfall, habe ich gemeint. Ich habe es jetzt auch nicht ganz im Kopf, ist ja der Gasly gewesen, mit Motorschaden. Der hat so ein krasses Qualifying hergelegt, P3 und dann nachher ein Motorschaden. Echt bitter für ihn und Alpine. Aber auch da muss man sagen, Alpine, die Entwicklung, die sie jetzt in den letzten paar Rennen gemacht haben, ist auch crazy gewesen. Hätte ich nicht gedacht.
Ob jetzt so der Oliver Oakes heisst ja, glaube ich, ob der da schon seine Finger im Spiel hat oder ob das schon von ihm herkommt, sei dahingestellt. Aber ich denke mal, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Alpine im Moment jetzt in den letzten paar Rennen und jetzt haben wir sicher im Vegas-Rennen recht gut da gestanden ist. Jetzt auch Katar machen sie nicht einen schlechten Eindruck eigentlich, oder auch sicher der Gasly nicht. Und ich bin gespannt, wie das nächste dann wird oder in den nächsten paar Jahren. Ab 2026 gibt es ja dann neue Motoren für Alpine, die fahren dann nachher mit Mercedes. Da sind wir auch gespannt, wie es dann so weitergeht. Aber ich glaube, das ist Absolut. so überwiegend alles aus dem Rennen, wo man so hängen geblieben ist. Ausser ich hätte irgendetwas vergessen, mal Sainz noch mit der Pit-Crew, auch Ocon, einfach mal Pit-Through-Penalty gemacht, freiwillig. Kein Team-D gestanden, wo den Reifen wechseln will. Das ist auch bitter. Ey. Und beim Sainz dasselbe auch dort. Also der ist ja in die Box reingefahren oder beziehungsweise in die Pit-Lane-Entry rein und dann nachher wieder rausgefahren dort. Dass das keine Penalty gab, das war auch ein Wunder gewesen. Weil eigentlich war es ein Überfahren von Pitlane und wäre eigentlich strafbar. Keine Ahnung, wieso das nicht gegeben hat. Also das check ich echt auch nicht. Also das ist etwas, was wir nachher sicher noch genauer besprechen müssen. Weil also, ja, es ist ganz klar, auch wenn das Team in dem Sinn den Fehler macht, er entscheidet sich ja gleich nochmal darüber zu fahren. Also, ja. Ja, ich finde es auch mega komisch. Definitiv. Ein kleiner Pinpoint, den ich schnell setzen will, und zwar durch die ganze Gasly-Motorenschaden-Sache ist aufgefallen über das Wochenende, dass der Gasly das Jahr der einzige Fahrer ist, und ich glaube wahrscheinlich auch in der Geschichte von der Formel 1, der hat kein einziges bisschen Schaden selber verursacht bis jetzt. Oder? Er hat jetzt noch 2 Rennen, dass es so bleibt, und ganz ehrlich, das wäre eine verdammt kranke Stat über eine Season, wo 24 Rennen gegangen ist, einfach keinen einzigen Dollar Damage eigentlich selber verursacht zu haben als Fahrer. Also Chapeau, da hat er wirklich, ist er aus dem Drama draussen geblieben, hat irgendwie zu viel riskiert, und das zeigt einfach auch so ein bisschen die Qualität von ihm als Fahrer. Und ja, also du sagst es zu Recht, also Alpine als Team, nicht nur er jetzt in dem Sinne als Fahrer, oder Ocon hat gute Resultate geleistet in der letzten Zeit, und also wirklich die stechen jetzt so gegen Ende wirklich aus der Masse raus, muss man schon sagen. Und ja, hilft dann natürlich sehr, sehr stark in der Constructors Championship. Ja, weil die sind eigentlich so richtig ein bisschen out of game dort, und jetzt mit ihrem Doppelsieg in Brasilien geht es da wirklich um P6, meinte ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sie haben da wirklich noch echt gut aufgeholt, und ja, ich glaube es auch Alpine und Renault, denen tut das schon gut, wenn sie auch wieder ein bisschen Erfolg können einfahren und so. Eigentlich würde es jedem Team gut tun, aber ich glaube, dieses Jahr muss man wirklich sagen, haben wir ein bisschen alles erlebt, bis auf das sauber irgendwie mal Punkte wird holen. Aber sonst haben wir wirklich eigentlich jedes Team gehabt, das irgendwo in der Saison mal eine Phase hatte, wo es ein bisschen performt hat oder ein bisschen können weiter vorne mitfahren, sei es jetzt das Backmark-Team oder das Midfield-Team. Also die sind dann plötzlich mal wieder ein bisschen vorgekommen. Ja. Es ist, glaube ich, sogar jedes einzelne Team das Jahr in einem Q3 mit einem Fahrer. Das weiß ich nicht. Ist Sauber wirklich schon mal dieses Jahr? Ja, es ist du im Commentary, vielleicht schnell zum Aufklären, wir nehmen das gerade am 29. auf, wo wir das Quali vom Qatar Grand Prix eigentlich schon gesehen haben. Das habe ich gerade vorher auch gesagt, aber ist gut. What the fuck? Hä? Zoned out. What the fuck? Ich habe das echt nicht mitbekommen. Ja, ich habe vorher auch schnell gelabert. Ja, ich bin aber auch etwas am Suchen, gerade noch die ganze Zeit. Anyway. Ja, und dort haben sie gesagt, dass es anscheinend so sei, dass, also wenn man SQ2, also Sprint Qualifying und normale Qualifying zusammennimmt, ist jedes Team einmal mal in Q3 oder SQ3 gewesen. Und okay. Das muss ich schon sagen, ist nicht schlecht eigentlich. Habe ich nicht gewusst, aber strong, wirklich strong, muss man sagen. Mhm. Und ja, wäre halt schön, wenn es Sauber auch noch Punkte hätte oder geholt hätte, weil die gehen jetzt wirklich leer aus endlich dieses Jahr. Aber ja, sonst eigentlich eben Vegas ist überschaubar gewesen. Aber es ist ja im Qualifying noch etwas Krasses passiert bei Vegas oder in Vegas mit dem Franco Colapinto, wo ja einen brutalen Crash hatte. Zuerst Innenbande-Kit und nachher voll an die Aussenbande gekittet oder rausgeschlagen wurde und dann schnell kurz die Nase in die Luft aufgerührt und er hat recht gescheppert. Sind da wie viel? 51, 52 G gewesen? Ich habe 52 G im Kopf, ja. Also das hat recht gescheppert.
Das muss man sich mal vorstellen. Der Typ wiegt vielleicht, sagen wir, etwa so, weiss nicht, 75 Kilo. Sagen wir jetzt mal so, wenn überhaupt. Und einfach das 52-fache von dem Gewicht, ey. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist einfach heftig. Also, das sind so Sachen, die ich mir einfach wie nicht so anständig vorstellen kann. Vor allem, es gibt nicht so eine anständige Kamera, aber eine, also klar, die Onboard-Kamera ist extrem heftig. Und es gibt eine, die so von außen gefilmt hat, die ihn eigentlich gar nicht im Shot hat. Aber dort merkt man eigentlich, was das für eine Wucht ist, oder? Er ist drauf auf dem Corner, wartet, dass der nächste Fahrer kommt und bumm, das ganze Gestell rüttelt und es rebelt. Und man hat dann nachher auch gesehen, also ich bin, glaube, vielleicht bin ich komplett bedeppert, aber hat es nicht sogar die ganze Betonwand dort verschoben? Ja, Ist das ja, von die hat es ihm hinterher gewesen? gezogen, ja, das ist so. Ja. Eben, gell? Also, Also, wenn, das war wirklich heftig gewesen. wenn er 75 Kilo wiegt, ich weiß nicht, wie schwer das ist, aber ich gehe jetzt einfach mal von 75 aus, mal 52, das sind 3900 Kilo. Einfach schnell so für eine Sekunde. Also Batz. 3,9 Tonnen, die geschehen kurz auf ihn so. Und ich meine, das ist ja nur der Fahrer. Ich meine, ein Formel 1 Auto, was ist das? 700 bis 900 Kilo? Das Formel 1 Auto Ja, ist 798 Kilo. 798. Also, Richtig Wenn das unangenehm, ganze dass ich das Auto noch auswendig mit weiss. nein, eigentlich nicht. Das ist Passion. Meint, es ist so Nein. viel. Kann sein, dass ich mir dass ich ein paar Kilo daneben bin. Aber ich habe gemerkt, es ist so viel. Ja. Aber was halt wirklich das Kranke an dem Crash ist, also der Crash an und für sich ist schon mal hure heftig. Oh, what the fuck? Ich habe mich gerade verschluckt. Er war so heftig, gewesen, dass du dich gerade verschluckt hast. Ja. Ja, wirklich. Also der Crash war schon mal sehr heftig gewesen. Sorry für das. Aber der Damage von dem Crash ist auch nicht gerade ohne gewesen. Also die haben nochmal wirklich alles davon ersetzen. Er hat ja, glaube ich, so einen Pitlane-Start gemacht wegen dem. Ja. Und Williams ist jetzt wegen dem mittlerweile auf 20 Millionen US-Dollar Crash Damage. Also 20 Millionen. bei beiden Fahrern zusammen. Beide fahren zusammen. Crazy. Und du musst überlegen, die Budget Cap ist wie viel? 148 Millionen. Das Einfach heisst, die haben 20 Millionen von dort gehen schon mal 20 weg. Minuten davon weg. Also ich bin ehrlich gesagt gespannt über die Abrechnungen, weil ich weiß nicht, ob das Team wirklich 20 Millionen Crash Damage mit einberechnen oder ob sie das halt mit der Zeit haben müssen anpassen wegen dem Sergeant, weil der die ganze Zeit gecrashed ist und sie da wahrscheinlich das Budget vielleicht für Development haben müssen abnehmen. Aber so gut wie das Auto fährt, habe ich nicht das Gefühl, dass sie im Development wirklich gespart haben dieses Jahr. Also ja, 20 Millionen ist halt wirklich einfach eine riesige Zahl und das ist ein Budget, das du nie mehr wiederholen willst. Hoffentlich auch nicht wirst wiederholen, wenn du ein Science im Auto hast. Ich habe von by the way, ich muss jetzt aber das schnell kurz nachschauen. Ich habe irgendetwas gesehen, noch Crash Damage Zeug da, das ich noch abgespeichert habe. Weil ich dachte, also, ja, wenn wir dann den Podcast aufnehmen, dann wäre das sicher noch etwas, was man muss ansprechen muss. Aber logischerweise finde ich es jetzt natürlich wieder nicht mehr. Ist immer so. Ja. Ja, du such dich mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, das habe ich sehr lustig gefunden. Williams hat ja auch einen eigenen Podcast mit dem Albon und dem Colapinto. Und letztens hat der Colapinto im Albon Mate gezeigt. Der Albon hat Mate nicht gekannt. Und das ist richtig funny, weil du siehst so von der Albon, dass das Mate probiert, wie er so voll es nicht so geil findet. Und nachher nimmt er noch einen Schluck und sagt, ja, ist nicht schlecht so. Ja, aber das ist am Album-Mate. Der erste Schluck ist immer grusig, wenn du es noch nie Ist kannst. so. Und nachher ist es eigentlich easy. Das ist wie so ein Bier. So. Das musst du 1-2 Bier getrunken haben, dass du es gerne hast. Oder Also, Kaffee. nein, Bier ist Ja. immer geil. Also alle. So mit Hure viel Schwester, zusammen so ey. das Bier. Yes. Rein. Also, da jetzt wegen wer am meisten Damage verursacht hat, im Fall, aber momentan auf Platz 1 ist, scheint es immer noch der Sergio Perez. Ja, das stimmt mir aber auch nicht. Der glaube ich alleine irgendwie 8 Millionen oder so. Ja, Stimmt 4,8 Millionen hat er. Ah, okay, da habe ich schlimmer in Erinnerung. Und der Albon, der hat 4,6 scheint es auf Platz 2. Okay. Dann ist aber nicht nur Crash Damage, sondern wirklich allgemein auch Motorenprobleme, Schaden etc. und so kleinere Sachen in dem Fall. Dann kommt einfach Dazu Russell gerechnet. 3,3. 3,3. Alter. Der Russell? Ja. Na gut, die Season, ganz ehrlich, und das merke ich, dass er immer wieder, die Season ist ja so hure lang. Ich mag mich aber gar nicht mehr erinnern, was alles passiert ist. Und wenn ich anfangen gegen Ende Jahr so ein bisschen Season Highlights zu schauen und ein paar Races oder Sachen rewatchen, werde ich merken, so, das ist alles in diesem Jahr gewesen. Mhm. Also für mich ist das Jahr ein riesiger Blur und was wirklich geblieben ist, ist der Championship, Anführungs- Schlusszeichen, Fight zwischen Max und dem Norris. So.
Aber ja, und das hat logischerweise Ferrari und Mercedes, also vor allem Ferrari, Alter. Ferrari eine starke Saison eigentlich hingelegt hat. Das ist das, was mir eigentlich wirklich bleibt. Aber ja, ich denke, Und der Christian Horner am Anfang. und der Christian Horner, eben, das ist auch das Jahr gewesen. So ja, ist Sachen. crazy. What the fuck, Alter. Ja. Danny Ricciardo und Logan Sargent sind das Jahr in der Formel 1 gefahren. Und das fühlt sich schon fast nicht mehr so an. So. Voll. Ja. Das ist crazy, ey. Das ist wirklich Ja. crazy. Aber dann auf so Sachen können wir dann sicher noch ein bisschen sprechen in einem Season Review Podcast. Aber für mich auf jeden Fall das Rennen sehr, sehr rausgestochen, eigentlich Ferrari. Aber auch Mercedes haben in meinen Augen das, was bewiesen, dass sie eigentlich momentan über Red Bull sind. Und es würde mich nicht erstaunen. Ferrari, hat Ferrari Red Bull schon überhaupt? Ich glaube schon, oder? Ja, es ist ja McLaren 1 und Ferrari 2. Mhm. Und, ja, genau. Aber Und es ist eigentlich jetzt so, dass Red Bull eigentlich nur so ein bisschen die Aussenseitenchancen hat, wenn die vor der 2 verkacken. Jetzt in Katar ist ja gerade Norris so im Sprint Qualifying auf P1 gefahren. Und eigentlich kommt ja Mercedes, also Ferrari sieht momentan nicht so gut aus eigentlich, dass sie da etwas reissen können. Aber das war schon klar gewesen, aber jetzt Katar sowieso dort, das liegt mehr McLaren. Hast du den Punktegap schon mal ein bisschen studiert? Es sind glaube ich wie viel, 40 Punkte oder so? Zwischen Ja, Ferrari und McLaren. Zwischen Ferrari und McLaren, also jetzt ist 608 für McLaren, Ferrari 584. Mercedes ist bei 555. Red Bull, Entschuldigung, ist bei 555. Mercedes ist bei 455. Ja, und dann kommt einfach Aston kommt- mit irgendwie knapp 80 oder so. 86. Ja, ich weiß, Was? ja, ist schon Was? crazy, ey. Es ist so crazy, Ja. ey. Aber ganz ehrlich, ich habe rein vom Gefühl her eigentlich nicht gedacht, dass Aston Martin tatsächlich den 50 Platz hat. Das hat sich für mich nicht so nach einer extrem schlechten Alpine-Saison angefühlt. Ich habe das Gefühl, dass Alpine Platz 5 ist und Haas Platz 6. Momo Aber Alpine ist ja nicht so stark gewesen. eigentlich. Stimmt eigentlich schon. Anfangs des Jahres sind es wirklich scheiße gewesen. Ja, das ist so. Aber, was mich jetzt noch schnell Wunder nimmt, ist Fernando Alonso, der hat 62 Punkte und der Stroll, der hat 24 Punkte. Okay. Mhm. Was ist beim Dings? Verstappen und beim... Verstappen hat 403 Punkte. Du willst jetzt wissen, wie viel das der Ding sagt, gell? Der Perez. hat Da muss ich ein bisschen 152. runterscrollen. Warte, ich muss ein bisschen runterscrollen. 152, Ja. Mann! Ja. Mehr doppelt so viele Bro. Punkte wie der Bro. Perez. Ey, hast du das gesehen, dass der Perez wieder rausgehauen hat, dass er zu 100% sicher ist, dass er in 25 fährt? Ja, Kollege. und der Helmut hat gesagt, also, ja, wir müssen 2 kompetitive Fahrer haben. Und es kann nicht sein, dass der Perez immer so wenig Punkte holt und alles. Und der ist verdammt unzufrieden, der Helmut. Also, sorry, wenn Ja, der sorry. Perez nächstes Jahr fährt, dann kann es nicht sein. Dann ist Ja, etwas, das verdammte Du Job kannst bei mir Red Bull. sagen, was du willst. Der Perez und der Perez allein ist daran schuld. Nicht das Management, nicht das Team, nicht die Mechaniker, nicht gar niemand. Der Perez ist allein daran schuld, dass Red Bull Konstrukteursmeisterschaft nicht geholt hat. Es Das tut ist mir so. leid. Punkt. Safe. Unterschreiben, fertig. Ich liebe den Mensch. Er ist einer meiner Lieblingsfahrer, aber ich habe es gesehen. Ich habe es echt gesehen. Und jetzt in Katar ist er schon wieder im SQ1 rausgegangen. Es ist zum Grennen. Ja, gut, es dort ist echt er aber- zum Grennen. Dort ist er aber Ja, vom Leclerc ein das bisschen ist behindert Leclerc. worden. Aber Ah, ja. man muss sagen, im gleichen Zug, der Leclerc hat ihn auch behindert. Also von dem her, der Leclerc Ja. hat einfach gedacht, so, ich gebe dir einen Pipifax. Retour schnell. Pipifax. Aber ich meine, der Verstappen wäre mit seiner ersten Lap auch irgendwie mit Platz 9 oder so durchgekommen. Also, sorry. Ja, aber das Ding Aber ist der halt Red Bull ist eben, eh nicht. schau, du musst es so anschauen. Sagen wir jetzt, der Perez holt im Durchschnitt, ich weiß nicht, was er für eine Durchschnitt-Positionierung dieses Jahr hat, aber sagen wir mal, er holt im Durchschnitt einen P11. Einfach so, also weißt du, im Rennen. Dann nachher kannst du etwa sagen, wenn jetzt einen guten Fahrer im Auto drin hättest, also nicht einen Perez, sondern einen guten Fahrer, würdest du vielleicht etwa einen P, sag ich jetzt mal, 8 oder 7 holen. Und alles andere ist Max Verstappen. Ja, da stimmt mir der Tatsache zu. Da stimmt mir der Tatsache zu, weil ja, einiges mehr einfach wieder eigentlich zeigt. Also, das ist auch das, was ich vorhin eigentlich auch noch drauf komme mit dem
wieso denke ich, dass der Red Bull schlechter ist als Mercedes, Ferrari und McLaren momentan? Ja, weil der Rest einfach den Verstappen ausmacht, oder? Was ist ein P5, glaube ich, geworden, gell, im Vegas? Das Gedächtnis ist so kaputt aus Vegas. Ist er nicht P4 geworden oder so? Keine Ahnung, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Mein Gott, da, Races. So, Races. 4 oder 5. Las Vegas. Verstappen 50. Okay. Russell Hamilton, Sainz, Ja, Leclerc, und Norris Verstappen. ist 6. geworden, ja. Genau. Und ja, Perez P10 unten, oder? Also, die 5 Plätze macht halt schon der Verstappen einigermaßen aus. Also, Es denke, macht es der aus, Perez ja. hat sich maximal auf P8 hinter dem Piastri können holen, wenn es nicht der Perez gewesen wäre. Ja, nein, es ist crazy. Also, Ja. das zeigt halt einfach wieder, dass halt der Verstappen komplett vom anderen Kaliber ist und dass der Perez halt blöd gesagt ein Fahrer von der Stange ist und dann noch einer von der unteren Stange. Also weißt du, was ich meine? Es ist wirklich, ja, klar er hat manchmal seine Momentums, wo er wirklich mega gut ist. Und er hat in den letzten 50 Qualifyings, habe ich heute auch gesehen, in den letzten 50 Qualifyings hat er einmal den Max rausqualifiziert. Also das ist heftig. Einisch. Einmal. In den letzten 50 Rennen. Ja. Das ist crazy. Das ist wirklich heftig. Also auch wenn Race Outperform Statistics würdest anschauen, ich denke, das sieht nicht viel anders daraus. Also ich meine, beim Verstappen muss etwas passieren, wo außerhalb von seiner Kontrolle liegt, dass er nicht gewinnt. Schlichtweg. Das ist Ja, einfach momentan technisch. so Kann nur in einer technisch Phase. sein. Es kann nur technisch sein. Und sonst ist einfach der Verstappen-Faktor. Und ich glaube, so kannst du eigentlich die Saison betiteln, weil es hat viele Leute gegeben, die wegen der letzten Saison vor allem halt einfach gesagt haben, ja, er hat halt schon auch einfach das schnellste Auto gehabt und er hat es einfach gehabt. Ja, wenn er es einfach gehabt hat, wieso hat denn der Perez nur knapp den P2 geholt, oder? Ja, Hat er es aber ich überhaupt meine, geholt? letztes Jahr haben wirklich alle gesagt, das ist so, ja, es ist nur das Auto, Er hat's das geholt. Auto ist so Er dominant. hat es geholt, aber nur Aber- mit 50 Punkten, Perez. Also, Ja, und ich meine, jetzt dieses Jahr hat ja der Verstappen so bewiesen, dass er halt einfach auch den Unterschied macht. Und jetzt halt, weil das Auto ist ab Miami nicht das beste Auto gewesen. Definitiv Ja. nicht. Aber er hat dann doch immer wieder durch sein Talent hat einfach wieder gewisse Sachen rausgeholt. Ich meine, er hat ja auch, der Zach Brown ist ja irgendwo gratuliert und er hat ihm noch so gesagt, eben so, ja, aber es macht ja nicht, es ist ja, kommt ja nicht darauf an, ob man im stärksten Auto ist oder nicht. Man gewinnt, ja, ich kann ja gleich gewinnen und so, weißt du. Also, ja, er hat voll eins müssen schon reinwürgen. Und auch fix. vor Katar hat er ja gesagt, er hätte ja auch im McLaren die WM gewonnen, weil das Auto schneller war. Ja. Und ganz ehrlich, das glaube ich. Und der Verstappen in einem kleinen Cockpit wäre, ich glaube, der hat WM geholt. Ja. Schlichtweg. Ja, Verstappen ist ein krasses Talent. Mhm. Muss man Ich habe es neidlos lustig gefunden. anerkennen. Ja, fix. Ich habe es lustig gefunden, ich habe einen Zusammenschnitt gesehen vom Vegas oben, wie er von Kameraschnitt zu Kameraschnitt besoffener vor die Kamera wird. Ja. Der hat sogar bei Sky Sports Deutschland sich und im Timo Glock und im Schumi Red Bull, Vodka Red Bull zusammengemischt, vor laufender Kamera. Ja, voll, habe ich auch gesehen. Ja. Es ist super. Nein, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach schauen. Verstappen drunk at Las Vegas Grand Prix. Es ist göttlich. Jetzt, ja, ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe gedacht, wir müssen ein bisschen über ihn reden. Ich habe mir 3 Eckpunkte notiert, die in meinen Augen die Gründe sind, wieso dass der Max die Championship gewonnen hat. Und ich denke, wir gehen schnell ein bisschen auf die 3 Punkte ein. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, also es sind einfach alles meiner Meinung nach Punkte, wieso. Der erste Punkt ist ein sehr, sehr, sehr starker Start in die Saison mit 7 Wins aus den ersten 10 Rennen. Und das hat wirklich die Season für ihn in meinen Augen komplett kickstartet. Das heisst, er hat einfach denen, wo das Auto gut war, wirklich davon profitiert. Er hat keine groben Fehler gemacht und er hat sich die Sieg und auch die Podiums geholt, die er nur hat können. Und es ist nach diesen 10 Rennen irgendwie im Kopf schon so absolut nicht vorstellbar gewesen, dass irgendjemand anders noch eine Chance wird haben, die Saison etwas zu reissen. Man hat dann wieder gedacht, ja, Max Verstappen, Stomp.
und niemand hat eine Chance, oder? Also das ist für mich der erste Punkt. Siehst du das auch so? Ja, also Anfang der Saison habe ich wirklich gedacht, so, ja, da wird es so ein Red Bull Verstappen-Ding werden und richtig langweilig. Und dann hat sich ja aber wirklich McLaren dann so ein bisschen vorgekämpft und ist dann plötzlich auch vorbei, eben von der Performance, muss man so wirklich auch sagen. Aber ja, sie haben halt das Momentum einfach nie genützt. Es hat so viele Punkte gegeben, wo McLaren einfach so abgekackt hat. Wenn ich eben gerade so denke, ich glaube, so im Ungarn Grand Prix dort, haben sie einfach den Piastri wieder vorgelassen, haben ihm ja eigentlich den Wing gegeben, sind ja eigentlich wieder 7 Punkte gewesen, wo er mehr hätte können holen. Es sind halt einfach alles so kleine Faktoren, wo man halt einfach muss sagen, so, hey, wenn McLaren dort anders reagiert hätte, wäre wahrscheinlich die Championship jetzt noch nicht entschieden. Und man würde sie wahrscheinlich erst jetzt in Katar oder sogar erst in Abu Dhabi haben, den Entscheid. Und der Verstappen hat halt wirklich, wie du auch vorher gesagt hast, hat einfach das Maximale wirklich gerade am Anfang können rausholen, wo das Auto noch performt hat oder auch das Stärkste war. Definitiv. Ja, ganz klar. Ja, sind wir auf einer Page. Dann der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn er den Norris nicht outperformt hat, ist er ihm immer dicht auf den Fersen geblieben, mindestens. Also selbst wenn er eigentlich nicht das bessere Auto hatte, selbst wenn er nicht ein gutes Wochenende hatte, ist er ihm einfach wirklich hinten nachher gewesen und hat, ja, also wenn dann nur ein paar Pünktchen verloren so. Es gibt 2-3 Wochen, wo der Norris wirklich einen grossen Gumpen können machen, aber das ist, glaube ich, nie mehr als 10 Punkte auf einen Klapp gewesen, oder? Also von dem her, ja, also eigentlich, wenn es schlecht läuft, ist der Verstappen immer noch zuvorderst vorne dabei. Wenn Verstappen ein schlechtes Rennen hat, ist er immer noch Zweiter und Dritter. Und etwas, was mir dann extrem rausgestochen ist, und das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass sich bei ihm auch mental grossartig etwas verändert hat in diesem Jahr, wie locker er drauf war, wenn er mal Zweiter oder Dritter war. Er ist fast happier gewesen, er hat fast mehr Lachen auf dem Grin gehabt, wenn er halt wirklich nicht gewonnen hat, weil er halt einfach wieder hat können racen, oder er hat einen Lando gehabt, wo ihn ein bisschen herausgefordert hat, auch die Ferraris ab und zu, so gerade mal Mercedes in Silverstone zum Beispiel. Also er hat das ja wirklich ein bisschen zu kämpfen gehabt, man hat richtig gemerkt, dass ihm das Spass macht, dass er für das eigentlich auch in der Formel 1 ist. Und keine Ahnung, ich bin ja schon immer ein bisschen ein Verstappen-Fan gewesen, oder also in der Red Bull, aber schon ein Verstappen-Fan. Aha, muss man schon gesagt haben. Und das Jahr hat sich für mich einfach das noch mal ein bisschen mehr reingeprügelt, weil einfach wie erwachsen er also nicht nur erwachsen, auch wie zum Teil ein bisschen aufsässig und ein bisschen gesichtszeigend er so ein bisschen mit den Medien umgegangen ist. Er hat sich einfach nicht biegen und hat einfach die Situationen so angenommen, wie sie sind und hat zurückgegeben, überall. Und ja, also eine starke Mentalität in dem Sinn ist für mich so ein bisschen der zweite Punkt, wieso er die Championship gewonnen hat. Ja, kann ich so unterschreiben. Ich finde auch, dass er wirklich mega locker war dieses Jahr. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ihm vielleicht auch letztes Jahr ein bisschen langweilig wurde, weil er halt einfach immer alles so gewonnen hat und nie eigentlich so richtig so das Battle hatte. Also er ist ja wirklich so gefahren letztes Jahr, als ob er irgendwie KI irgendwie auf 10 gestellt hätte oder so. Das war wirklich echt dramatisch gewesen. Und ich glaube, das hat ihm wirklich gut da jetzt auch ein bisschen zu kämpfen und so. Er hat ja auch jetzt gesagt, das sei eigentlich so vom Gefühl her, sei das der beste WM-Titel gewesen, den er holen konnte. Oder der am meisten Spass macht. Also er stellt der sogar über 21, wobei 21 war ein Skandal gewesen. Aber es ist ja gleich krass, dass er eigentlich einen WM-Titel, wo er eine Challenge hat, eine Herausforderung hat, dass er den mehr feiert als einer, der einfach nur alles durchgrinden, blöd gesagt. Aber ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, weil dann ist halt die Erlösung, dass du es geschafft hast, wesentlich grösser. Und ich mag es ihm absolut gönnen, weil es ist ja wirklich ein unglaublicher Drive gewesen dieses Jahr, immer wieder von ihm. Und eben, wie du auch gesagt hast, wenn er mal weiter hinten positioniert war, dann ist er aber gleich immer noch in der Top 5 oder so, oder in der Top 6. Also von dem her, er hat wirklich eigentlich immer sehr, sehr gut abgeliefert gehabt. Absolut. Und dann trotzdem hat es halt einfach Momente gehabt, wo man so ein bisschen sich gefragt hat, ja, kann der Norris das echt wirklich holen? Und gerade so, ich sage jetzt mal um Texas GP umeinander und ein bisschen vorher vor allem, hat man wirklich gedacht, ja,
da geht etwas, oder? Also, das eine oder andere Rennen hätte ein bisschen anders müssen laufen und Norris hat wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Chance gehabt. Und was es dann einfach gebraucht hat, ist etwas, wo der Stempel drauflegt auf die Championship. Und wo die Championship, man sagt ja immer, es gibt gewisse Rennen, die eine Championship entscheiden. Und Also in meinen Schlüsselmoment, Augen- sagt man dem, ja. Schlüsselmoment, Schlüsselrennen, whatever. Und dort ganz klar für mich ist das einfach Brasilien gewesen. Also das wäre die absolut letzte Chance gewesen, in meinen Augen, für einen Norris irgendwie noch eine Anstalt zu machen. Irgendwie noch zu zeigen und irgendwie noch Punkte rauszuholen. Und er hat eine abnormal gute Chance gehabt. Und da kommt der Verstappen und legt so einen Drive of the Century an. Also das ist echt... er und Brasilien, habe ich das Gefühl, haben wirklich mittlerweile eine gute Connection. Der fährt einfach super, super Rennen. Und dann nachher, was war es? P15, gell, wo er gestartet ist. 17. 17 sogar, P17 fährt er sich für. Ich glaube, auf der Strecke war es 15 gewesen, weil Stroll nachher schon rausgefallen ist und jemand noch Der Idiot, ja. gestartet hat. Ja, genau. Also es ist effektiv auf der Strecke ist klar, P15 gewesen und ja, das Safety Car hat ihm sicher auch geholfen, aber da musst du halt auch die Entscheidung treffen. Ihr wisst vielleicht schon auch, wenn es um Regen geht, dann vertrauen die Engineers eher im Fahrer als halt den Daten, die sie haben. Und dann sagen sie einfach, willst du reinkommen für Inters oder nicht? Wir sind parat. Oder? Und einfach erwachsen von vorne bis hinten und dann den Pressure gemacht, wenn er hätte müssen und das Rennen mit satten 22 Sekunden Vorsprung einfach gewonnen. Also für mich ist das der Schlüsselmoment gewesen, wo die Championship im Ende geholt hat. Ja, ich würde einfach noch dazu nehmen, dass auch einfach seine Fahrart gegenüber dem Norris auch natürlich ein bisschen unterstrichen hat, wie ernst er es nimmt. Oder beziehungsweise, ja, dass er halt das auch nicht irgendwie so ein bisschen schenken oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, nicht schenken ist das falsche Wort, einfach halt so, ich meine gerade eben Mexiko, da eben auch Texas, er ist wirklich ja sehr, sehr aggressiv gegenüber dem Norris gefahren. Aber das sind halt einfach alles so Sachen, die es halt einfach braucht. Aber ich habe ja das letzte Mal habe ich mich schon aufgeregt, oder vorletztes Mal, weil ich irgendwo etwas gesehen habe, einen Post, wo einer geschrieben hat, so, ja, er hat noch nie so ein gefährliches Fahrverhalten gesehen von einem Fahrer. Dafür ist das gang und gäbe, dass in einer Championship, dass man so fährt, dass man halt einfach aggressiver gegen seinen WM-Kontrahenten fährt, als gegenüber anderen. Weil, ja, ich meine, was willst du da irgendwie ja, mit dem ein bisschen ein Pläuschli-Rennen machen, wenn es wirklich um etwas geht, dann fahrst du halt einfach aggressiv. Und wenn beide aggressiv fahren, dann klopft es meistens. Wenn nur einer aggressiv fährt, dann steckt der andere halt einfach immer rein. Ich meine, das hat der Verstappen im 21 schon gegen den Hamilton gemacht. Ich erinnere mich dort an Saudi-Arabien, wo er ja, ich weiss nicht, wie waghalsig gefahren ist gegen den Hamilton. Oder auch Abu Dhabi im Finale, dort nach der langen Straight, hat er so einen Divebomb gezogen. Wenn der Hamilton nicht weggegangen wäre, wäre er nie gefahren. Und es sind halt einfach alles so Sachen, das braucht es halt einfach, sage ich jetzt einmal, in einem WM-Kampf. Und wenn du das nicht machst, bist du halt einfach auch nicht in der Position, um eine WM zu gewinnen. Und das hat halt einfach der Norris bewiesen, dass er halt einfach nicht in der Position ist, um eine WM zu gewinnen, weil er hat einfach auch so einen Fahrstil nicht an den Tag gelegt, obwohl es das braucht. Klar, nachher gibt es immer Diskussionen von wegen so, ja, das ist nicht fair, wie er gefahren ist, aber eben, wenn du in die Geschichte zurückschaust, das hat es immer gegeben. Der Schumacher hat das gemacht, sei es jetzt gegen den Mika Häkkinen oder sei es gegen den Damon Hill, gegen den Villeneuve hat das auch schon gemacht. Der Alonso ist früher so gefahren, wo es mir etwas gegangen ist und so. Also das ist normal. Auch der Sepp ist so gefahren. Ich erinnere mich auch schon nur dort, gegen den Mark Webber. Weißt du, 21. Ja, wo er einfach vorne geblieben ist, weil er gewusst hat, ich will die Punkte. Mhm. Also, das gehört halt einfach dazu. Und ich finde das geil. Ich muss ehrlich sagen, ich finde so Zeug finde ich halt eben geil, weil das zeigt halt einfach, wie geht ein Fahrer in so einer Situation um. Verliert er die Fassung oder fährt er einfach nur aggressiv, aber hat noch alles unter Kontrolle. Und bei Max hast du halt einfach immer gemerkt, er fährt einfach extrem aggressiv, aber er hat es immer unter Kontrolle. Weil es hat ja in dem Sinne nie geschossen. Klar, der Norris hat mitgespielt. Aber du musst auch, sage ich mal, ein bisschen die Eier haben, um so Zeug zu machen, um so Zeug zu probieren. Weil sonst,
ja, gewünscht du halt einfach nicht die WM. Es ist so. Es ist halt einfach so. Und man hat es halt jetzt einfach in den letzten 2 Jahren wie nie gross gesehen, weil der Verstappen nie eigentlich einen WM-Kontrahent hatte. Oder? Ich meine, in 22 sind sie auch schon sehr dominant gewesen. Dort hätte er nicht müssen so einen Drive herlegen, im 23 sowieso nicht, aber jetzt hätte er müssen. Und ja, es hat für ihn auch ausgezahlt, weil schlussendlich, weil er so gefahren ist. Ja, definitiv. Also ich glaube, was das Ganze einfach unterstreicht, ist einfach eben die Champion-Mentality. Oder? Das ist, man muss sich fragen, für was fährt man überhaupt Formel 1? Einfach zum ein bisschen dabei sein oder halt zum ein Championship gewinnen. Und wenn du ein Championship gewinnen willst, dann musst du halt so ein bisschen das Verhalten an den Tag legen. Es ist vielleicht gegen aussen manchmal nicht schön zum Anschauen, aber am Ende des Tages stehen Punkte auf dem Papier. Nicht wer du als Mensch bist, oder? Und wenn du halt solche Drives machst und deinem Rivalen einen Nachteil dafür verschaffst, ja, vielleicht ist es nicht die feine Art, kann man sagen, ist wirklich auch ein grobes Manöver in Mexiko. Aber ganz ehrlich, ich stimme dazu, das ist das, was die Spannung in Formel 1 bringt. Ja, weißt du, ich finde. Man kann darüber diskutieren, Clean Racing, so weiter und so fort. Aber so Momente machen die Formel 1 aus. Schlichtweg. Ja, weißt du, ich finde halt einfach, gerade Mexiko zum Beispiel, ich finde das erste Manöver dort, bei den engen 90-Grad-Kurven dort, ich finde, da finde ich eigentlich noch völlig in Ordnung, oder beziehungsweise da habe ich eigentlich voll okay gefunden. Das andere dort in dieser schnellen S, Das ist... der war schon ein bisschen mit Ansage gewesen, sage ich es mal so. Dort Aber- habe ich wirklich auch ausgerufen. Dort habe ich... Nein, ich habe es geil gefunden. Das habe ich zu viel gefunden. Nein, ich habe es geil gefunden. Ich weiss, ich habe so gesagt, oh shit, was für ein geiler Sieg. Ich habe es richtig gefeiert. Weil, weißt du, sind wir ehrlich, die wieder am meisten motzen, und ich werde jetzt noch nicht irgendwie ein Land direkt durchziehen, aber das sind auch die fuck britischen Medien, weil die sind einfach toll. Oh ja. Ich meine, das sind wirklich, wenn, ich meine, es gibt so viele Memes im Internet schon wieder. Und wenn es für einen britischen Fahrer läuft, dann holen sich die einen ab, wirklich, so kommt es über. Wenn es nicht läuft, dann nachher ziehst du es ab und geht an den Airport, wie man es auch gesehen hat, dort, was der Verstappen gesagt hat in der Pressekonferenz. Oder gefragt hat, so, ja, wo die britischen Medien sagen. Das sind das so, eben, wo du gesagt hast, eben, es ist nicht die feine Art, es ist einfach nicht die feine britische Art vielleicht, dass man so fährt. Aber es ist halt einfach, das braucht es einfach. Ich meine, die britische Medien hat den Schumi auch gehasst. Also, die sind gar nicht gut ausgekommen miteinander, weißt du, die zwei. Aber es ist halt einfach, ja, die mögen einfach nicht verlieren. Wenn es um ihre Fahrer geht, mögen die wirklich nicht verlieren. Und ich werde jetzt wirklich nicht irgendwie das Land schlecht haben oder so. Ich meine, England ist geil und so. Ich war schon in London und so. Das ist richtig super dort. Aber was das anbelangt, das ist eine schlechte Verlierer, muss man einfach schon sagen. Ja, definitiv. Also, es ist schon mir extrem aufgefallen, jetzt nach dem Mexiko Grand Prix einfach nochmal ein bisschen mehr so als früher, aber man merkt es immer wieder. Ich höre halt oft Commentary vom Crofty und vom Brundle. Schlichtweg, weil ich einfach den Brundle wirklich sehr, sehr viele. Und der Brundle ist irgendwie so fast die einzige Stimme, die nicht komplett British Bias, also schon auch, aber nicht komplett übertreibt damit. Und jetzt in Katar ist mir auch wieder aufgefallen. Also, es geht um Hamilton und man nimmt sich richtig Zeit, darüber zu reden. Und dann kommt kurz etwas vom Yuki und man schneidet ihn weg. So, ja, wow, okay. Ja, aber schlussendlich ist das nicht etwas, wo ich jetzt allzu groß auf die Plattform gehe. Es gibt da relativ viele Videos dazu über den British Bias. Alles sehr interessante Sachen. Auch zum Teil ein bisschen Verschwörungstheorien darüber, dass das zum Teil auch Championships influenzt. Aber das wird niemals passieren. Also, ich meine, dass die FIA irgendwelche Entscheidungen trifft, die gegen den Sport sind. Und zum Beispiel einfach, kann ich sagen, wir so ein 11. Team ablehnen, nur weil sie können und weil sie etwas gegen den CEO von dem Team haben. Das würde ja die FIA nie machen. Und wegen dem finde ich es cool, dass wir über das 11. Team reden können, das darf starten, das das Go-Light, das Green Light bekommen hat. Und zwar geht es hier um General Motors Cadillac. Ja, ich sage jetzt mal Formula One Team. Kein offizieller Name, weil es ist schon noch kein offizieller Entry. Aber zum ganz quoten, Formula One announced today that it has reached an agreement in principle with General Motors to support bringing GM Cadillac as the 11th team to Formula One on the grid in 2026. Also, kurz übersetzt, ganz einfach gesagt, Formula 1 hat ganz klar jetzt gesagt, GM darf ihr eigenes Team bringen. Also, wir haben in dem Sinne noch kein offizielles Team,
Aber es ist halt doch schon sehr, sehr viel passiert im Hintergrund. Es ist schon sehr viel im Gange gewesen. Eben auch mit Andretti Global, wo ursprünglich einmal sich angemeldet hat. Wo ich vorhin ganz sarkastisch gesagt habe, dass sie ja nicht reingekommen sind, was ja wirklich passiert ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, Andretti abgeschmettert, die ganze Zeit blöd da, 100 Argumente gehabt, wieso nicht. Und die Anti-Dilution-Fee, also das Geld, das sie müssten zahlen, zum Reinkommen, immer erhöht und erhöht und erhöht. Und jetzt ist die Frage, wieso dürfen die doch so wenig mitfahren? Wieso dürfen wir doch ein 11. Team haben? Was ist passiert? Und zwar, Andretti Global ist nicht komplett aufgelöst, aber mittlerweile aufgekauft oder integriert, kann man sagen, in TVG. TVG, das werden wir vielleicht relativ oft hören, weil das ist so ein bisschen wie, ich kann euch das vorstellen wie bei Mercedes. Ihr habt Mercedes, wo irgendwie 30% gehört. Du kennst dich vielleicht besser aus. Was sind die anderen 32% der Teil? Weißt du das gerade? Ja, der... Brackley da. Aha, also du meinst Sponsor, oder was? Ja, wer ist eigentlich... Also Ineos hat ja noch einen grossen Anteil, oder wie die hure Sponsorfirma heisst. Da. Ich meine nicht Sponsor, sondern Brackley, oder das Team in Brackley. Das ist eigentlich auch eine eigene Instanz. Aha, keine Ahnung, Alter, da fragst du falsch. Okay, gut. Also basically, Mercedes sponsert den ganzen Schuppen und sagt, ja, das ist unser Team, aber geleitet wird es eigentlich von diesen Leuten in Brackley. Oder? Sie sind ja nicht in Deutschland und haben dort ihre Facilities. Aha, da und TVG könnt ihr euch eigentlich genau so vorstellen. Das ist das, was ich meine. Oder? TVG ist im Hintergrund, wo alles führt. Das Team wird nicht Andretti, sondern Cadillac heißen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und ja, das ist schon mal das eine. Oder? Also, es ist jetzt nicht mehr Andretti. Es ist auch nicht mehr Andretti, also der Michael oder der, wie heißt der andere, der Mario, wo als CEO das Ganze fronten, sondern der Dan Towers. Über den können wir nachher noch ein bisschen sprechen. Also das ist schon mal das Erste. Es ist ein Anführungsschlusszeichen anderes Team. Und etwas anderes ist, man hat sich jetzt auch geeinigt auf einen Anti-Dilution-Fee von ungefähr 450 Millionen US-Dollar. Das ist eben der Ausgleich, den sie zahlen müssen, weil ein 11. Team kommt. Oder? Das heisst, andere Teams verdienen jetzt weniger Geld und die müssen quasi wie jetzt zahlen dafür, dass sie halt den Wert in dem Sinn von den anderen Teams mit abreißen. Oder? Und der Fakt, dass sie sich auf so eine hohe Summe geeinigt haben, obwohl eigentlich zuerst etwa 200 Millionen abgemacht gewesen wäre, man hat schon von 600 Millionen geredet. Das ist natürlich alles so ein kleiner Faktor, oder es sind mehrere grosse Faktoren, wo jetzt FIA dazu entschieden hat, das doch anzunehmen. Und noch einen kleinen Bonus gibt es wegen dem Ganzen auch noch. Wahrscheinlich wird der Rechtsstreit jetzt gegen Andretti, oder beziehungsweise gegen Formel 1, von Andretti eigentlich zurückgezogen. Es haben die amerikanische Behörden sich sogar eingeschaltet. Und das ist jetzt auf einmal sehr, sehr ruhig geworden nach dem Ganzen. Es ist halt klar, wenn es so ein riesen Manufacturer wie GM reinkommt, würde ich jetzt auch nicht mehr eine Investigation starten. Da würde ich es einfach blockieren. Ja, von dem her, was haltest du von dieser Sache, dass sie jetzt doch auf einmal kommen? Also grundsätzlich bin ich ja ein grosser Befürworter, dass ja das 11. Team, beziehungsweise ich wäre sogar für ein 12. Team an den Start geht, dass man auch wieder 24 Fahrer am Grid hat. Ich meine, rein aus dem sportlich raus gesehen... GP? Hä? Man munkelt ja Hightech-GP, sorry fürs Reden. Ja, aber die könnten wahrscheinlich die würden eher wahrscheinlich Alpine übernehmen. Also, ich finde einfach rein sportlich gesehen, finde ich es halt einfach geil, weil du halt einfach wesentlich mehr das Potenzial gibst, um in der Formel 1 zu fahren, was sich dann beweisen können. Ich meine, bei Cadillac gibt es schon Gerüchte, dass der Bottas und der Ricciardo dann fahren werden ab 26. Oder Bullshit, aber egal. Ich finde... Wäre aber ein vergeiles Line-Up. Das wäre ein krasses Line-Up, aber ich glaube nicht, dass Ricciardo und auch Bottas wieder zurück in die Formel 1 kommen. Also Bottas geht safe zu Mercedes als Reservefahrer, weil jetzt der Mick dort rausgegangen ist. Wo jetzt, by the way, bei der WEC Series bei Alpine weiterfährt das nächste Jahr. Sagst du das? Ich habe mir den Punkt extra noch aufgeschrieben vor dem Podcast, da kann ich ihn streichen. Ups, sorry. Nein, ist gut, also wir können nachher nochmal drauf eingehen. Okay. Anyway, ich find's gut, also ich find's wirklich geil.
ich kann es verstehen, dass natürlich die ganz anderen Teams ein bisschen schwanger da haben, weil eben, ich meine, du hast das vorher ein bisschen kompliziert erklärt. Ganz einfach erklärt, sorry. Es ist ja so, dass es gibt einen Topf mit Geld drin und jedes Team hat seinen Kuchenanteil. Wenn natürlich ein 11. Team noch dazukommt, wird natürlich für jedes Team der Kuchenanteil kleiner und darum müssen sie so eine grosse Eintrittsgelder zahlen von eben den 450 Millionen, dass das ein bisschen ausgeglichen wird. Darum, also ganz einfach erklärt. Darum, ich kann das verstehen. Ich finde es aber gut, ich finde es geil. Ich finde, das habe ich dir eben erzählt, ich finde es halt einfach ein bisschen schade, dass Andretti an sich nicht als Team oder als Name wird in die Formel 1 reinkommen, sondern einfach der Mario Andretti wird ja ein bisschen all seine Finger im Spiel haben dort, also nicht der, wie heißt sein Sohn? Michael, ja. Ja. Der ist zwar auch dabei. Ja, wird sicher Aber auch es ist dabei alles sein, nur aber... in einer Advisory Role. Also Ja, von dem her. aber der Mario ist eigentlich also der Vater, der auch schon in Formel 1 gefahren ist, für ihn, der wird mehr da wirklich seine Finger im Spiel haben. Und ich finde es ein bisschen schade, eben, dass halt der Name Andretti nicht in der Formel 1 ist, sondern halt, ja, Cadillac und wahrscheinlich irgendwie ein anderer Hauptsponsor, sondern halt gar kein Andretti-Name drin. Aber das ist eben nur alles eigentlich auf dem Mist gewachsen vom Formel 1-Boss da, vom Maffei, wie heisst der noch mit Vornamen? Ich weiß nicht. Maffei Wafangula, der jetzt gespickt worden ist. Weiss auch nicht, wie der heisst. Ja, also er ist gespickt, sein Vertrag läuft einfach per Ende Jahr aus. Aber sie haben ihn einfach wirklich sidelined. Also sie haben ihn in dem Sinn nicht gespickt, aber er darf einfach nichts mehr machen. Ja, also er bleibt schon bei der Liberty Media drin, weil er ist seit 15 Jahren dort im Unternehmen scheint. Aber er ist einfach nicht mehr dann, grosse Rolle dort. Ja, der wird einfach dann nicht mehr so eine grosse Rolle haben. Und ja, er hat eben scheinbar mal im Michael gesagt, irgendwie letztes Jahr am US Grand Prix oder so, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um zu verhindern, dass er an den Grid kommt mit einem 11. Team. Also sorry, was ist das für eine Aussage? Also so etwas ist bodenlos, weißt du? musst echt einfach professioneller sein als das. Ja, wirklich. Und dann nachher die FIA hat ja das richtig gepusht, dass sie kommen, dass sie können, haben ja frühzeitig schon freigegeben, dass sie dürfen kommen von der FIA-Seite her, aber eben von der kommerziellen Recht, von der Formel 1 Holding her, ist ja noch nie etwas gekommen. Eben, dort hat es ein riesen Drama immer gegeben und jetzt ist ja eigentlich alles okay sozusagen um. Es fehlen ja noch, wie gesagt, ein paar Punkte, dass sie können wirklich oder bis sie definitiv dabei sind, aber es sieht momentan sehr, sehr gut aus und wir hoffen auch, dass das wirklich klappt dann. Und ja, was ich vorher schon angesprochen habe, also vor dem Podcast, und der Gabi und ich, ich hatte schon hemmungslos drauf. Ja, hemmungslos habe ich schon drauf losgeredet. Das Einzige, was ein bisschen noch problematisch könnte werden, ist, dass sie kommen auf 2026 rein. Klar, der Motorlieferant, der ist momentan noch ein bisschen offen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie Honda, wo ich richtiges Potenzial sehe, oder halt dann Ferrari. Ich denke nicht Mercedes, weil Mercedes ja schon 4 Kundenteams hat inzwischen. Beziehungsweise mit sich selber sind es ja 4, glaube ich. Oder nein, mit Renault sind es dann 4, die sie haben sogar. Also sie haben schon kein für Kundenteam und darum glaube ich nicht, dass Mercedes noch ein weiteres Team wird nehmen. Das Problem ist einfach das. Der Andretti, der hat schon angefangen, ein 26er Auto zu entwickeln. Und da ja der Andretti nie in der Formel 1 dabei war oder nie offiziell das Go bekommen hat, hat er halt einfach immer nur die Pressemitteilungen von der FIA genommen, wo es darum ging, wie ein 26-Auto wird sein für Masse, Dimensionen und Gewicht und alles drum und dran. Und hat einfach, ja, wie das Auto muss schlussendlich etwas sein, haben die genommen. Und haben das dann nachher schon angefangen zu entwickeln. Nur, weil sie halt nicht dabei waren eigentlich in der Formel 1 und auch nicht an dem Tisch von der FIA, wo sie mitbestimmt haben, wie die Autos sollen sein, sind sie ja natürlich frei vom Geld. Das heisst, die können aber Millionen reinbuttern in die Entwicklung. Windkanalpunkte, wo jedes Team limitiert ist, haben die nicht. Die haben jetzt auch richtig Fivehead gemacht. Da ja McLaren ihren eigenen Windkanal jetzt haben, müssen sie nicht mehr auf Köln zu der Toyota, sondern es geht Andretti dorthin, auf Köln mit ihrem Auto und dort den Windkanal testen. Also können sich so den Windkanal sparen, haben die für das Geld, das sie ausgeben können, sind nicht limitiert und können einfach nur den Kohle raushauen und ein richtiges Auto herstellen. Und die machen das
1000-mal schlauer als Audi. Weil Audi hat den Eintritt bekannt gegeben, mit eigenem Motor, alles. Und sind limitiert jetzt und können nicht einfach den Motor, ja, blöd gesagt, so ein bisschen entwickeln. Gut, eben, Andretti kommt ja nicht mit einem eigenen Motor, das wird frühestens 2028 scheint es der Fall sein, also Cadillac. Aber gerade so Chassis, alles drum und dran, wo Audi jetzt halt auch schon limitiert ist, können die einfach Kohle reinballern wie ein Weltmeister. Und sie können einfach, das kann niemand etwas sagen, weil sie es außerhalb der offiziellen Regularien entwickelt, beziehungsweise weil sie halt einfach nie dabei sind. Und das ist eigentlich schon hure schlau gemacht vom Andretti bzw. Cadillac, dass sie so einen Move machen. Auch riskant natürlich, weil sie viel Geld reinbuttern, für unter Umständen auch nichts. Aber es ist schon hure schlau. Aber es könnte natürlich riesige Diskussionen noch geben oder recht viele Probleme noch geben, weil die anderen Teams dann nachher sagen so, ja, hey, ist eigentlich unfair, die haben einen Vorteil, weil sie schon die ganze Zeit haben können entwickeln. Aber da müsste sich dann Formel 1 selber an der Nase nehmen. Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, von mir aus sollen Teams halt irgendwelche Proteste einleiten. Ich persönlich finde das eigentlich ganz fair. Weil ich habe das Gefühl, egal wie viel Geld du hinschmeissest, wenn du nicht die richtigen Leute hast, sowieso nicht. Und egal wie viel Zeit du hinschmeissest als komplett neues Team, das komplett von vorne startet, kannst du nicht direkt das Auto hinlegen, wo Championships gewinnt. Okay, sage niemals nie. Ja, klar, okay. Aber also ich finde es eigentlich okay. Ich glaube, du brauchst auch deutlich mehr Windtunnelzeit, weil das einfach so wertvoll ist und weil das einfach auch so komplex und so filigran ist. Weil bis du wirklich zu 100% verstanden hast, was du falsch machst, ich meine, Teams merken das jetzt manchmal noch nicht und die können wenigstens schon auf der Strecke hinfahren, oder? Und das ist das, wo eigentlich Andretti, also wir müssen das bremsen, es ist nicht Andretti, es ist GM, es ist Cadillac. Was sie definitiv nicht haben, ist die Erfahrung auf der Strecke. Und das ist halt schon ein riesen Vorteil, den die anderen Teams gegenüber ihnen haben. Also ich könnte niemals unterstreichen, dass das unfair ist. Ich finde es gut, wenn sie das ausnutzen. Und sobald sie ein Entry machen, sollen sie gedrosselt werden, das ist gut, aber sie haben noch kein Entry gemacht. Und dann ist es ihre Sache, was sie als TWG, was TVG oder wie auch immer, dass man den Firmennamen richtig anspricht, dann effektiv machen. Also ich finde es eigentlich fair enough, fair play, dass sie so viel Geld und Zeit reinbuttern. Ja. Hast du noch etwas zu dem? Weil sonst würde ich nämlich noch auf das Team selber zu sprechen kommen. Nein, für mich ist gut. Perfekt. Und zwar, jetzt ist noch so eine Frage, wie kommen die rein? Oder du hast schon 2-3 Mal angehauen, Thema Motoren. Was an GM jetzt eigentlich schon ganz klar bekannt gegeben hat, ist, dass das Team ein Werksteam wird sein. Und ein Werksteam bedeutet, sie werden ihre eigenen Motoren machen. Einfach absolut no Chance, dass sie logischerweise mit 26 schon einsteigen. Aber das Team wird Mercedes, Ferrari, Red Bull sein. Oder? Die werden wirklich alles selber machen. Die werden nicht ein Customer-Team sein, das weiss nicht, was einkauft. Klar, am Anfang sicher musst du Getriebe wahrscheinlich holen und die Hinterradaufhängung sicher auch, wenn du den Motor von einem gewissen Hersteller halt holst. Da kommst du nicht drum herum. Aber sie haben, also vor allem Andretti Global damals noch, hat halt schon sehr, sehr viel investiert in eine Base eigentlich in den USA. Also die haben schon ein Gebäude und alles drum und dran. Und jetzt, was ich vorhin gesagt habe, Andretti Global ist nicht ganz verschwunden. Es ist eigentlich in TVG integriert worden und basically der Großteil von Andretti Global ist immer noch bei TVG. Also TVG ist eigentlich Andretti Global, aber halt nicht ganz, weil mehr Leute, andere Leute, die es sagen haben, etc. Oder also, Prinzip verstanden hoffentlich. Bedeutet jetzt im Umkehrschluss, sie müssen ihr Engine-Programm zustande bekommen und jetzt ist noch die Frage, wie bringen sie das überhaupt hin? Aber da haben sie noch, wie du schon gesagt hast, Zeit. Wir munkeln 2028. Aber was machen die bis dort? Weil 26 wollen sie ja einsteigen oder dürfen sie einsteigen und es wäre eigentlich dumm, wenn sie nicht dann schon einsteigen. Und ich persönlich würde sagen, Ferrari macht wirklich mit Abstand am meisten Sinn. Als Customer. 2-3 Gründe. Ferrari ja, logischerweise macht gute Motoren. Du kannst eigentlich sehr viel von dem lernen. Und Ferrari hat auch eigentlich mit dem Motoren selber relativ, ich sage jetzt mal, inklusives
Programm. Du kannst sehr viel lernen von ihren Motoren und die werden vielleicht auch ein bisschen miteinander arbeiten. Also du musst auch Techniker haben, die den Motor verstehen. Und wieso macht der Ferrari Sinn? Sauber wird ja ab 2026, oder stimmt, 26? 26, ja. Ja, ab 26 wird Sauber halt mit Audi-Motoren eigentlich schon bestückt. By the way, kleine Und- gerade rein Ja. Grinder da. Ein Drittel ist an Katar verkauft worden von Audi jetzt. What the fuck, dann wird es Qatar Audi Sauber Formula One Team. Keine Ahnung, ja. Also, ich habe jetzt schon Qatar keinen Bock auf das. Investment hat ein Drittel gekauft von dem Audi Motorsport-Team, Sauber, whatever. Sorry, habe ich wollen Ja, unterbrechen. Aber ist gut. ich gerade jetzt gedacht, so, weil ich es eben gerade offen da links von mir, darum habe ich es gedacht, Stimmt, es ich gerade habe einfach vorher reinschmeißen. etwas gespickt. Ja, ich habe es gar noch nicht gelesen. Das ist doch einfach wieder... Aber das zeigt schon mal wieder, dass Audi schon wieder am rauspullen ist, bevor es überhaupt gestartet hat. Das erinnert mich sofort an BMW bei Sauber. Das ist irgendwie das Gleiche. Ja gut, Ja, aber weißt du, egal. der VW-Gruppe geht es halt auch allgemein schlecht, weil sie für Scheiße gebaut haben. Meine, VW, Audi und Porsche haben ja recht Einbrüche, was Verkaufszahlen anbelangt, jetzt im normalen PW-Bereich. Und das merkt man natürlich dann auch irgendwo im Motorsport, weil sie können es ja. halt wie nicht vertreten dann, Sicher. oder? Was hat VW? Irgendwie 100 Werkstätten zugetan oder so? Ja, ich weiss nicht ganz Ist genau. Also, krank. sind mega viele Stellen abgebaut, aber nicht nur VW. Ich meine, jetzt, ich arbeite bei der Ford und in Köln haben es auch 2900 Leute entlassen bis 2026 oder 27. Ja, ja. Ja, das ist heftig. Ja, anyway, back to the topic. Klar ist es nicht schön, aber ja, kann man halt leider auch nicht machen. Das ist leider ein bisschen die Wirtschaft, wie sie ist. Zu den Motoren, aber ich vermute stark Ferrari. Es macht wirklich einfach am meisten Sinn. Ferrari hat eine Lücke. General Motors kann sie füllen. Es ist schon die einfachste Lösung, unkompliziert. Jetzt, von dem her habe ich eigentlich 2 Fragen an dich. Erstens, welcher Motor würdest du sagen, macht Sinn für die Zwischenzeit? Und zweitens, meinst du, kommt das gut, wenn General Motors ihre eigenen Formel 1 Motoren bauen? Also, ich denke zuerst mal Ferrari, weil macht irgendwie am meisten Sinn, bin ich ganz ehrlich. Eben wie ich vorher schon gesagt habe, Mercedes hat einfach so viele Kundenteams schon, dass es fast nicht logisch ist. Gut, Aston geht ja zwar weg, muss man sagen, auf 26, weil dort kommt dann nachher Honda. Aber ich würde sie auch mit Honda oder mit Dings sehen, mit Ferrari, muss ich ehrlich sagen. Nicht mit Mercedes. Und ich glaube, das kommt gut mit GM oder beziehungsweise Cadillac mit einigen Motoren, weil ja gut, Hybride, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie gut das die sind im PW-Bereich. Aber wenn es jetzt gerade so V8-Motoren gewesen wären, wäre es natürlich Baba gewesen. Aber ich denke, das wird schon gut kommen. Ja, die Ich Huren gerade Amis sind reingrätschen, eben nicht dumm, sie weißt du? sind nicht schlecht. Sie sind wirklich nicht schlecht mit Hybriden, weil in den Endurance Championships in Nordamerika haben sie auch 2-3 Hybridmotoren schon gebaut und das sind dann wirklich Vollhybride, die sogar starten mit Elektro. Ja, und wie Oder? ist die Wax-Series für sie gelaufen? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Weil dort Die fahren Wags sie bin ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube, Hybrid. die sind immer relativ, also ich sage es relativ weit oben dabei. Ich glaube, in den Top 10 sind sie immer. Ich spicke mal schnell kurz. Mach das einmal. Also ich selber bin dort eher so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil, oder ich finde, ein Hersteller wie Audi oder auch ein Porsche, wo würde ich kommen und sagen, wir machen einen Motor, das macht für mich irgendwie Sinn, weil die halt in der WEC-Series, oder und sagen wir Toyota zum Beispiel, auch Toyota würde für mich voll Sinn machen, wenn die einen eigenen Motor machen, weil die beweisen in der WEC-Series schon, dass sie das wirklich können. Die sind immer wieder zuvorderst vor dabei, vor allem Porsche und Toyota. Aber Also ich würde es richtig geil finden, wenn Toyota mit einem eigenen Team an den Start würde gehen. Ja, das würde ich geil das wäre finden. mein Favorite Team. Also sofort. gerade noch so nebenbei. Eben, sagen wir, Mhm. es hätte jetzt noch ein 12. Team Möglichkeit an den Grid zu kommen. Welche Brand würdest du jetzt sehen? Honda. Honda? Obwohl das Ich has- sie eigentlich jetzt mit Aston partnert sind. Ja, ich ha schon das Gefühl, dass irgend so durch mit dem neueren Management, das Honda die letzten paar Jahre bekommen hat, das Verlangen wieder da ist. Weil sie haben ja rauspullen und aufwendig haben sie uns verreckt doch wieder bleiben.
Aber ich sage das auch so ein bisschen aus Bias. Also ich hätte gerne ein Honda im Jugendteam mal auf dem Grid. Ich würde es aber auch sehr fest begrüßen, ein Toyota-Team wieder zu sehen. Das ist für mich einfach so ein wholesome Team, wo ich mich unglaublich würde freuen, und ich weiss auch, dass es mein Vater hure würde freuen, weil es ist eigentlich lustig, dank Toyota Formel 1 Team bin ich überhaupt vertraut mit Formel 1. Also mein Vater hat nämlich Formel 1 angefangen zu schauen, weil Toyota ein eigenes Team hatte. Wegen dem habe ich es als Kind immer mitbekommen. So. Und ja, das war mein absoluter erster Berührungskontakt eigentlich mit Formel 1. Also Honda oder Toyota, ich sage jetzt nicht, dass beides unbedingt wirklich realistisch ist, aber das wären die Teams, die ich unbedingt sehen würde. Ja, Honda ist ja 2008 rausgegangen, beziehungsweise nachher von Braun aufgekauft worden, wo eben im Brackley war. Also Honda war ja eigentlich im Brackley. Das ist ja dort, wo jetzt Mercedes ist. Das ist ja das One-Pound-Team. Und hast du eigentlich die Doku gesehen auf Disney Plus? Die ist geil, mit dem Keanu Reeves. Ja, die habe ich erst vor kurzem mit dem geschaut. Die ist super Doku. Ja. Jeder, der Disney Plus hat, zieht mich die rein. Man denkt sich vielleicht Keanu Reeves. Ja, also ihn habe ich aber auch ein bisschen scheiße gefunden als... Weil der sicher doch... Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat keinen Berührungspunkt mit der Formel 1. Aber plötzlich ist er so dort als Interviewer. Ja, das ist aber ich finde das noch lustig, weil ich habe gerade das Gegenteil sagen. Ich finde, man denkt sich das zuerst und dann merkt man aber doch, dass er relativ invested ist. Ja gut, vielleicht Also hat er sich klar. einfach informiert. Jetzt nicht wie heißt die Mr. Bean Schauspieler? Aha, die über Netflix, oder was? Nein. Wie heißt der Schauspieler von Mr. Bean? Ah, der Rowan Atkinson. Ja, genau. Er ist schon nicht gerade so invested in einen Rowan Atkinson oder auch einen Gordon Ramsay, der ist zum Beispiel auch erstaunlicherweise sehr invested in Formel 1. Aber ich finde, er hat es wirklich noch gut gemacht und er hat gute kritische Fragen gestellt und es ist wirklich extrem spannend gewesen, die Insights gesehen von allen, also von den Fahrern, von Teampersonal, von intern, wo du noch nie etwas gehört hast, also wirklich super. Dienstag in der Braun GP. Die Doku-Serie auf Disney Plus. Jetzt haben wir gerade fett Werbung gemacht, Alter. Ja, genau. Lass uns Wir lieber werden dann nicht für diesen bezahlt. Podcast. Yes. So gut. Wo sind wir gewesen? Wir sind komplett Ja. los. Eben wegen Honda und Team. Weil das Team du hast gefragt, genau, was würdest du für ein Team sehen als 12? Oder wolltest du sehen, so? to be honest, ich Castle würde... GP. Lustigerweise hat das auch jemand geschrieben. Wir haben nämlich gestern im Twitch-Stream haben wir auch noch darüber diskutiert. Da haben wir auch geschrieben, Castle Motorsport, wäre ich voll dabei. Also falls jemand ein paar Millionen auf der Seite hat, wir können da schon etwas auf beistellen. Einfach Mick fix hat den Sitz. Hey, 100%. Das ist Nummer 1 Fahrer. Ja. Und der Nummer 2 Ricciardo. Nikita Mazepin. Nein, Ricciardo. Ein Mazepin, ja. Gut, der bringt Geld, das wäre nicht mal so schlimm. Der bringt Geld Ja. und der Mick steht gut da neben ihm. Ja, das ist so, ja. Nein, ich würde jetzt wirklich, also das ist kein Witz, ich würde Lamborghini würde ich noch geil sehen. Also ich würde es wirklich geil finden, wenn die würden in Dings in die Formel 1, weil aus einem Grund, die sind jetzt aus der WEC Series wieder rausgegangen. Und darum könnte ich mir auch vorstellen, da wäre jetzt eigentlich ein bisschen Kapazität da rum, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und wieso nicht Lamborghini? Oder natürlich mein All-Time-Favorite Porsche. Also wenn Porsche würde kommen, ich wäre Porsche-Fan in der Formel 1. Ja, sehe ich auch. Porsche würde ich auch sehr fest begrüßen. Wäre wirklich wunderschön. Ich fände einfach sympathisch. Und ich glaube, wenn wir realistisch bleiben wollen, ich denke, es wäre auch nicht ganz unrealistisch, dass es von einem 2-Team halt einen Sprung macht. Jetzt gerade zum Beispiel Prema ist sich auch schon lange am Überlegen, doch wieder mal den Schritt zu wagen in die Formel 1 oder mal wirklich komplett. Hightech hat darüber überlegt und ich habe auch schon gehört, dass Campos sich das überlegt hat, das spanische Team. Fand ich eigentlich auch cool. Die drei Teams hätten sich das eigentlich wirklich auch verdient. Ja. Gut. Nach dem riesen Abschweifen gibt es für mich noch eine Frage zum Klären, auch wenn es unklärbar ist, weil es einfach noch zu weit voraus ist. Aber welche Fahrer sieht man denn schon? Und wieso wollte ich überhaupt über das reden? Weil eben, es macht keinen Sinn, jetzt schon darüber zu reden. Aber es gibt jetzt schon einen Favorit, der daraus raussticht, der mich so ein bisschen zum Stirnreiben bringt. Colton Herta.
Die grosse Stirn. Meine grosse Stirn. Ich habe sie bis zu den Ansätzen von meinen Haaren müssen streicheln. Colton Herta ist ein Fahrer, der 2-3 gute Saisons gehabt hat im IndyCar, aber er wird immer noch die ganze Zeit wird aufgehypt, als ob der neue Michael Schumacher wäre. Also die haben wirklich bessere Fahrer auch im IndyCar. Zum Beispiel, wie heisst der von McLaren gesponsert ist und schon ein paar Mal gefahren ist, der Mexikaner. Boah, keine Ahnung, ich weiß, was du meinst, aber keine Ahnung, wie der heißt. Pato Ward. Pato Award, ja. Der wäre ein unnormales Talent. Der ist, glaube ich, 4-facher IndyCar-Champion und hat wirklich in verschiedensten Autos mit verschiedensten guten und schlechten Saisons trotzdem Championship geholt. Super Fahrer. Aber Colton Herta war der Favorit von Andretti schon, von Mario und von Michael. Und eben anscheinend auch der Dan Towers, der neue der neue CEO von TVG, ist ein riesen Fan von dem. Aber in Colton Herta fehlen halt gleich auch noch 8 Super License Points. Also er muss sicher noch einiges fahren bis ins 26. Ja, also obwohl ich finde, es gäbe 100 bessere Lösungen, ist er schon mal ein Favorit für den Sitz. Und jetzt die Frage zurück, wer wird voraussichtlich neben Colton Herta fahren? Oder denkst du, nehmen sie nicht mal da? Also ich glaube, es wäre schlecht, wenn man jemanden von der Indy nimmt, bin ich ganz ehrlich. Weil Indy ist nicht Formel 1. Das ist so. Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist in 2 Jahren. Wer willst du da nehmen, weißt du? Also, ich finde wieder gerade so, wenn du gerade mit einem neuen Team kommst, dann musst du irgendwie sicher sicher einen Routinier musst du nehmen, also einen, der schon länger in der Formel 1 war oder fährt. So einen musst du sicher nehmen und vielleicht entweder einen Jungen oder du nimmst 2 Routinier. Wenn der Magnussen Bock hat, gehst du wieder auf den Magnussen. Der bringt mega viel Erfahrung mit. Und ist im Verhältnis ja nicht mal so ein alter Sack eigentlich. Ja, blöd gesagt, ein Ricciardo wäre auch nicht so eine schlechte Wahl. Ob der wirklich Bock hätte, wäre es andere dann. Ja, schwierig. Ich sehe eben auch einen Yuki Tsunoda. Einfach wegen Engine. Oder das wäre halt schon auch noch interessant. Vielleicht kommst du einen guten Engine-Deal über, wenn du für den Tsunoda nimmst. Das ist vielleicht auch eine Variante, aber du brauchst halt schon einen erfahrenen Fahrer. Ja. Klar, wir wissen überhaupt nicht, was in den nächsten 2 Jahren passiert. Yuki ist schon eigentlich auch 26, der ist ja auch schon 5 Jahre in der Formel 1. Also ich glaube, 21 ist reingekommen, ja, 21 ist reingekommen. 21. Dann ist er ja auch schon 5 Jahre in der Formel 1. Also wäre sicher schon mal nicht schlecht, aber Yuki gibt, glaube ich, nicht so gutes Feedback. Habe ich gemeint. I don't know. Keine Ahnung davon. Okay. Also, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es ist halt auch schwierig zum predikten, so etwas. Oder, also jetzt eben gerade der Colton Herta, oder wie der heisst. Also, wie weiss du, der schon mal, wie lange ist der auch noch im Gespräch gewesen für wo? Auch McLaren, echt? Oder der ist mal wie lange auch in der Formel 1? Bei McLaren war der Pato Ward, der Colton Herta hat man auch. Welches Team ist das? Der ist mal in der Formel 1 ist mal irgendwie mega im Gespräch gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nimm doch nicht so einen, der irgendwie, keine Ahnung hat. Also, eben, ich finde einfach, wenn du jemanden willst, Jungs nehmen, 26, dann ist halt die Frage, ja, wer ist denn momentan relativ gut dort und so. Aber wenn ich so aus dem aktuellen Grid so jemanden Jungs nehmen, also vielleicht auch gerade Formel 2, würde ich jetzt den Paul Aaron würde ich jetzt so sehen. Der ist nämlich auch noch, der ist eigentlich relativ strong gewesen, muss man sagen. Ja, es ist einfach das Jahr, wo er verkackt hat. Ja. Er wäre super, aber das Jahr hat er schlecht gefahren. Ja, nein, Yumu Iwasa, ja, theoretisch genau. Kann man immer noch sagen. Ja, dass der eigentlich auch noch nicht in die Formel 1 gekommen ist eigentlich ein Skandal. Ja, das ist halt einfach wieder Money Talks, Alter. Ja. Das ist absolut Money Talks. Thierry Poucher. Ja, aber Poucher, der fährt ja mittlerweile auch IndyCar, also. Ja, aber fährt er jetzt Super Formula? Warte, jetzt mache ich vielleicht einen Mix-up. Wer ist irgendjemand? Es sind mega viele Fahrer zu IndyCar gegangen. Theo Poucher. Ich weiß, er fährt Super Formula. Ich muss doch wissen, was er jetzt macht. Boah, IndyCar.
Vater IndyCar, okay. Im 24 hat er angefangen und... Nein. Nein, der ist nie Superformula gefahren. Der ist direkt zu IndyCar. Aber der Aber, Iwasa fährt Superformula. Der Iwasa fährt Superformula, Genau. richtig. Der würde ich Und halt schon, sonst, also... Ja, der würde ich halt schon in der Formel 1 sehen, muss ich ehrlich sagen. ja, vor allem der Iwasa hat so einen Fighter-Spirit. So. Das ist einfach einer, der reinprätscht und einfach macht. Wäre ich aber auch sehr, sehr stark und klar würde ich sehen, wäre der Isaac Hadjar. Der ist auch wirklich unnormal talentiert und der muss in die Formel 1. Wirklich. Ist jetzt, ich bin gerade unsicher, ist der Bortoletto fix für Sauber? Ja. Okay, easy. Ja, ist auch gut. Hast du eigentlich mitbekommen, dass der nur wegen 4,5 Punkte Championship gewonnen hat? Mhm. Heftig Mal, Scheiß. dort hier, Pusher ist aber auch in der Superformula. Ich bin jetzt gerade auf der Webseite. Vielleicht fährt er beides, kann ja. sein. Ich dachte, der Auf fährt auch. Wikipedia schreibt es nur IndyCar. Nein, da ist er auch drauf. Auf der Webseite von Superformula ist er auch drin. By the way, noch wegen der Cadillac. Da bin ich im Fall zu lange am Suchen gewesen. Jetzt habe ich etwas gefunden. Die haben nicht so gut abgeschnitten. Also sie sind eigentlich einen Polmo geholt in Fuji. Und Sorry, ich muss mich gerade ganz kurz korrigieren. Von der 2 Championship ist gar noch nicht fertig. Ich doppel. Egal, sorry, next. Und die beste Positionierung, die sie geholt hat, war ein P4 gewesen in Kota, was sie mal gemacht haben. Und sonst sind es das erste Rennen P18, nachher P10, P16, P7, P13, dann P4, P15, P6. Also, ist eigentlich keine schlechte Leistung. Es ist nicht Top-Performance, aber es ist keine schlechte Leistung. Ja, und ihr zweites Auto, das ist ja nur an der Le Mans gefahren, das sie noch hatten. Und jetzt sind sie 19. geworden. Mit dem zweiten Auto. Okay, ja, na gut, du weißt ja nie, was es war. Also, Le Mans ist ein Endurance Race und nicht ein Speed Race. Und ja, wenn der halt ein Reifen gegen Ende an den Arsch geht, dann kann der das wirklich. Ja, gut, aber WEC Series ist ja immer Endurance Race. okay, das war eine dumme Aussage. Aber es ist halt gleich nochmal etwas anderes, wenn es 24 Stunden vor Le Mans sind. So. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Wo sind wir jetzt gewesen? Alter, wieder so voll ab. Wir sind eigentlich bei den Fahrern, oder? Also, ja. ich finde, es ist wirklich viel zu früh, um ganz klar zu sagen, wer soll kommen. Ich habe den Punkt hauptsächlich einfach aufgegriffen, weil halt Colton Herta jetzt schon ein klarer Favorit ist. Und ich hoffe bei Gott, dass er nicht den Sitz bekommt. Weil es hat wirklich so viele andere Fahrer, die sich den Sitz verdient hätten. Und meinen Augen wirklich sollten ihn haben. Alter, auch crazy, dass der Kamyu Kobayashi immer noch fährt, man. Er ist ja Formel 1 gefahren. Ja, der Barrichello fährt ja auch immer noch. Ja, aber der fährt so eine Viertelserie. Ja, so in Brasilien. Ja, genau. So. Aber der Kamyu Kobayashi, Alter, der ist ja, wie alt ist der? Was hat der für einen Jahrgang? Der ist da 86er Jahrgang hat der. 86er. Und das Kranke ist, er ist immer noch so die Messlatte in der Superformula. Also es ist immer noch, wenn die Leute reinkommen, sagt man so, ja, wie gut werden sie echt gegen den Kobayashi fahren. So. 86, der ist... Es geht auch nicht in meinen Kopf. Der, wie hat der geheißen? Der so Formel 2 gefahren ist, Ritomo Miata. Kollege, der gewinnt Super Formula Championship und ist in der Formel 2 so scheiße, Alter. Es ist unglaublich. Ja, habe ich lustig gefunden. Ja, aber eben Fahrer, eben schwierig zu sagen, wer da kommt, wer da mal nicht Andretti Cadillac wird fahren. Eben, ich glaube, das ist dann so etwas, wo man mal, sage ich mal, Ende 25 oder im Verlauf von 26 kann besprechen. Für 26, genau, dann wäre es ja zu spät. Nein, also im Verlauf von 25 meine ich kann besprechen. Wenn das da wirklich so ein bisschen realisiert ist und so alles wäre, wo dann jemand so kommt und alles drum und dran. Darum denke ich, sind wir jetzt ein bisschen zu früh dran. Ja. Was aber sicher noch ein bisschen Zeit von unserem Podcast muss klauen, ist News, die wir jetzt gestern oder vorgestern bekommen haben. Du hast es auch schon angeschnitten in der Mitte umeinander. Mick Schumacher ist, ich sage jetzt mal, lieb gespickt worden von der Mercedes Reserve, ein Test-Driver-Roll. Das kann für mich nur einen einzigen Grund haben und das ist, dass Bottas wird zurückkommen.
Ja. Weil den Mick Schumacher wirst du sonst nicht einfach so gehen. Das und who knows, vielleicht hat er jetzt in einer Rennserie, und ich hoffe es auch, wo eine gute Rennserie ist, einen Volljahressitz, wo er einfach das ganze Jahr darüber muss fahren. Jedes Wochenende oder jedes zweite. Ich hoffe es zumindest, weil Also er das fährt ist ja nur weg verschwendetes bis Talent. jetzt. Ja, aber und ich finde, er muss mehr fahren als das, weil es ist so ein bisschen verschwendetes Talent. Aber ja, für mich ist das jetzt schon Bottas confirmed bei Mercedes als Reserve-Driver. Ja, safe. Also sehe ich auch so. Und ja, zum Mick, es ist natürlich schade, dass er nicht mehr in der Formel 1 jetzt ist. Jetzt ist er eigentlich wirklich komplett draussen. Er ist ja zwar schon draussen gewesen, aber er ist ja gleich immer noch an der Rennen mit dabei gewesen als Reservefahrer. Er muss ja damals auch mitreisen und so, aber scheint hat er eben auch gemeint, das sei für ihn schon teilweise echt brutal gewesen, wenn du eben eigentlich willst mitgehen zum fahren, aber du kannst eben schon einen Ersatzfahrer. Und er hat ja recht lang, ist schon das Announcement von Alpine oder auch von ihm, dass er bei der WEC Series weiterfährt, ist ja rausgezögert worden, weil man eben eigentlich bis zur letzten Minute noch gehofft hat, dass er noch einen Sitz bekommt in der Formel 1. Und jetzt ist es halt wirklich nicht geworden, weil ja, der einzige Sitz, der ja noch offen ist in der Formel 1, ist eigentlich der bei der Racing Bulls, der zweite, weil Liam Lawson ist ja eigentlich noch nicht offiziell gesetzt. Der kommt er nicht rein. Aber der kommt er sicher nicht rein. Und ich meine, das Einzige, was wirklich möglich ist momentan, ist ja, dass der Liam wahrscheinlich oder Yuki zu Red Bull Racing geht und nachher der Colapinto wird wahrscheinlich dann eher noch den Sitz bekommen als ein Mick. Also von dem her eben. Ja, und wenn nicht ein Colapinto, dann ein Iwasa, und wenn nicht ein Iwasa, dann ein Hadjar. Also es ist unmöglich, das Sitz zu bekommen momentan. Ja, also von dem her, es ist für den Mick sicher mal gelaufen jetzt. Ob er je wieder in die Formel 1 reinkommt, who knows. Ich finde es verdammt schade, weil ich denke immer noch nach wie vor, dass er Potenzial schon hätte und dass er auch schnell wäre. Aber er hat einfach einerseits das falsche Team genommen hätte. Also genommen hat, er hätte eigentlich zu Alpha gehen, wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Und ja, er ist halt einfach komplett unter die Räder gekommen die ganze Zeit dort mit dem Günther Steiner. Ja, ich finde es verdammt schade für ihn. Ich finde es verdammt schade. Und ich glaube auch, dass er selber, es hat ihn schon verdammt gekränkt, dass er dort rausgekehrt ist, beziehungsweise auch wahrscheinlich für den Entscheid, den er gemacht hat, dass er zu Haas geht, hat ihn wahrscheinlich auch jetzt im Nachhinein gekränkt. Ich wollte auch gar nicht wissen, was das mit dem seinem Ego macht. Weißt du? Ja, mit der Psyche. Prügelst dich so durch die Junior Series durch, wirklich im Karting bist unnormal stark. Du kommst in die Formel 3 im zweiten Jahr gewünscht, du kommst in die Formel 2 im zweiten Jahr gewünscht, dann kommst du in die Formel 1 und es wird dir einfach keine Chance geben. Ich finde, das ist eine der grössten Geschichten oder grössten Stories von Wasted Potential. Also da hat man einfach managementtechnisch, egal von welcher Seite, sagt es jetzt Haas-Seite oder von seinem Management seiner Seite, einfach die falschen Schritte genommen, schlichtweg. Ja. Und es ist schade. Es ist einfach einer von diesen Fahrern, der muss in der Formel 1 sein, der eine zweite Chance verdient hat und einfach, weil Sachen so passiert sind, wie sie sind, die Chance niemals wird kommen. Ja, aber ich meine, wenn du dem Ricciardo auch schon 2 Chancen gegeben hast, ja, kannst du ihm Mick eigentlich auch geben, weißt du, was ich meine. Und ja, kannst du, aber der Ricciardo hat schon 8 Wins. Ja, aber er ist halt auch nicht mehr als ein Average-Fahrer gewesen. Er hat einfach das Glück gehabt, dass ihm der Red Bull gut gelegen ist, sind wir ehrlich. Ja, und who knows, vielleicht ist er ja absolut in seiner Prime gewesen. Vielleicht ist das Beste, was er dann geliefert hat in dieser Red Bull-Zeit. Möglich, aber ich meine schlussendlich, er hat bei HRT, wo er gekommen ist, nur durchschnittlich performt. Er hat bei Toro Rosso durchschnittlich performt, ist einfach aufgekommen, weil er der einzige Fahrer war, wo sie hatten, eigentlich, wo besser war. Also, er hat ja den Kwiat, glaube ich, als Teammate oder der Jean-Eric Verne, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, den hast du halt einfach hinten nehmen können. Dann nachher Red Bull war gut gewesen. McLaren, er ist halt einfach eben, da haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, er ist natürlich halt einfach gut da gestanden, weil er hat den Sepp geschlagen. Der Sepp ist 4-mal hintereinander Weltmeister geworden, er ist eigentlich so wirklich die Spitze von der Formel 1 in dem Moment. Und der Sepp ist einfach mit der neuen Hybrid-Ära nicht klargekommen, plus mit dem neuen Red Bull nicht. Und der ist halt einfach im Ricciardo besser gelegen und hat weniger Probleme gehabt und hat ihn geschlagen. Fertig. Und eben nachher McLaren ist gelaufen, Renault ist eigentlich erst das zweite Jahr einigermaßen gelaufen, aber im ersten Jahr eigentlich auch nicht.
Und eben McLaren gar nicht, bis auf den einen Win, wo aber auch mehr Glückssache war, sind wir ehrlich. Und eben nachher sowieso bei Alpha Tauri / Racing Bulls. Ja, ich bin Ricciardo-Fan. Ich kaufe so viel Merch von dem. Ich habe erst jetzt heute an Black Friday Dings 50% kann ich wieder Zeug müssen bestellen. Ich habe nicht können widerstehen. Black Friday? Ich habe nicht können widerstehen. Ich musste auch Merch bei ihm bestellen wieder. Von Enchanté. Und wenn ich das sogar sage, dass er nur ein Average ist, also sorry, eine wahre Aussage von einem Ricciardo-Fan kannst du nicht bekommen. Also von dem her sehe ich. muss ich halt einfach sagen, er hat diesen Mick auch verdient. Und was ich halt einfach immer, das finde ich immer so richtig, das kotzt mich so an in der Formel 1, das ist so etwas, aber das war immer schon so gewesen, aber das ist halt einfach etwas, was ich richtig hasse. Immer so das Puderzucker in den Arsch hineinblasen. Weißt du, der Toto auch so, ja, eben der Mick ist ein Fahrer von einem anderen Kaliber. Ja, Kollege, wieso gibst du ihm den keinen Sitz, wenn er so von einem anderen Kaliber ist? Mhm. Und auch, wer war das gewesen? Wer hat das jetzt gesagt? Ist es der Christian gewesen, oder? Irgendjemand hat auch gesagt, also, ja, eben der Toto soll doch einfach im Mick den Sitz geben, wenn er ihn so in den Himmel lobt. Wenn er sagt, er sei so ein guter Fahrer, wieso macht er das nicht? Ja. Er nimmt Eben genau, er nimmt noch 2-3 Jahre geben. er nimmt einen Antonelli, der keine Formel-1-Erfahrung hat, der einfach als neuer Max Verstappen angepriesen wird. Aber ob es wirklich ist, sei dahingestellt, weil eben, wir haben jetzt schon etwa die Mal gehabt, dass eben Fahrer, die in der Formel 3, Formel 2 so gut performt haben, einfach in der Formel 1 nicht sind. Ich meine, der Yuki ist auch ein Paradebeispiel dafür. Der Yuki ist ja so durch Formel 3, Formel 2 durchgesteppt, wie ein weiss ich was. Und in der Formel 1 ist er Durchschnitt. Er ist gut, aber that's it. Er ist nicht mehr als Average, ja. Schlussendlich. Darum, ja, ich finde es halt einfach ein bisschen schade. Ich denke, dass er halt einfach schon die Möglichkeit gehabt hätte oder beziehungsweise die Chance verdient hätte. Sei es jetzt bei Alpine, ich meine, sorry, dort haben sie einen Check tun, Alter. Auch wieder heute, heute habe ich im Live-Feed gesehen, dass wir sehen, Alter, der kommt in die Formel 1. Ja, also das Ding ist, es ist schade für ihn, aber der wird mir unsympathisch als Mensch, einfach weil er die Chance bekommt. Das ist nur her, das ist sozusagen, aber ach ja, wir haben genug darüber geredet. Es gibt genug Fahrer, die in der Formel 1 sein und es nicht sind und genug, die nicht in der Formel 1 sein und sind. Ja, das ist definitiv so. Definitiv. Ja, aber ich glaube, wir haben soweit alles jetzt angesprochen, was so in den letzten paar Wochen und Monaten ist ja nicht ganz, wo der letzte Podcast her ist. By the way, noch Monaco ist noch verlängert worden, der Vertrag bis 2031, habe ich gemeint. Ich weiß nicht, ob das noch im letzten Podcast drin war, ich glaube nicht. Und auch Monza ist verlängert worden bis 31, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht. Auch hure lang ist jetzt so verlängert worden. Zum Glück. Ja, genau. Und was wir noch schnell kurz anschneiden, momentan wird auch stark diskutiert wegen rotierenden Formel-1-Kalender. Ich kann genau das Gleiche ansprechen. Ja, weil es ist ja kein Geheimnis, dass momentan sehr, sehr viele Formel-1-Rennen stattfinden, muss ich jetzt in dieser Saison. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist viel zu viel. Für uns wäre eigentlich so ein guter Average, sage ich jetzt mal 18 oder 20 Rennen. Und momentan ist die Formel 1, kann man überlegen, rotierende Kalender zu machen. Das heisst, dass in einem Jahr zum Beispiel Spa drin ist und im nächsten Jahr nicht mehr und dann kommt es wieder im übernächsten Jahr. Finde ich persönlich eine sehr, sehr geile Idee, weil es halt einfach mehr Abwechslung gibt. Aber ich finde dann auch, dass du unbedingt auch die amerikanischen Rennen mit musst einbeziehen und auch die arabischen Rennen, finde ich. Weil es wäre scheiße, wenn dann die Amis alles drum und dran immer ihre 3 Rennen haben. Und auch, ich meine jetzt Katar, Abu Dhabi, Bahrain, Saudi-Arabien, also irgendwie auch wieder 4 arabische Rennen da drin sind. Und die werden nicht rotiert und nur die Europa-Rennen. Das wäre weil momentan heisst es, glaube ich, eben nur so viel ich mitbekommen habe, für die Europarennen soll es sein. Und das würde ich scheiße finden. Ich finde es aber cool, weil es halt einfach die Möglichkeit gibt, zum Beispiel für Südafrika, dass das könnte kommen. Vielleicht kommt ja wieder ein Indien drin, vielleicht kommt ja Malaysia wieder drin, was auch richtig geil wäre. Indien kannst du vergessen. Also, hast du die Strecke schon mal angeschaut? was?
Indien ist nicht Bankrott. Indien ist Rotbank, Alter. Ich weiß nicht, Ah, ob es, du das kannst es ist beschreiben. richtig so à la wie in Spanien unten. So die Strecke Ist mäßig. schlimmer, nicht Katalonien. Valencia. Valencia, danke. Nein, es ist schlimmer. Also Indien ist wirklich wieder der Natur zurückverfallen. Das ist Okay. komplett gestorben. Das plus auch rechtlich gesehen haben sie irgendwie eine hohe Sache gehabt. Indien wird nie mehr passieren. Ja. Aber du sagst es richtig, oder? Es gab genug Rennen, die eigentlich schon längstens in der Formel 1 sein und es nicht sind. Eigentlich traurig, dass wir die ganze Zeit so Sachen sagen müssen. Aber das Rotierende, das habe ich ja irgendwie vor 2-3 Jahren mal auch in einem Podcast, glaube ich, vorgeschlagen. Das wäre halt wirklich einfach, das wäre die Lösung, oder? Du hast einfach Rennen, die abgelöst werden. Du kannst einen Hockenheim zurückholen. Du kannst einen Nürburgring zurückholen. Also, nein, nicht Nürburgring. Nürburgring ist die GP-Strecke. Ja, kannst du auch holen. Du kannst aber auch andere Strecken zurückholen. Wir haben ja auch schon diskutiert, in Frankreich wieder, nicht Martigny. Manicourt. Ja. Dass wir Manicourt zurückbringen können. Es gibt auch in Europa immer noch geile Strecken, wo du wirklich brauchen kannst. Du kannst auch in Amerika eigentlich hure geile Strecken brauchen, die von der IndyCar befahren werden zum Teil. Und ja, es bietet dir einfach mehr Möglichkeiten. Aber es müsste schon auch der Deal sein, dass es nicht einfach nur auf die Europa-Rennen begrenzen. Ja, und du wartest halt 2-3 Jahre auf deine Lieblingsstrecke manchmal, aber hey, Hauptsache sie wird wieder gefahren, weißt du? ja. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich wäre voll dafür, dass es nicht einfach dann Möglichkeiten gibt, dass irgendwie 100 Stadtrennen wieder reinkommen. Also weißt du nicht, dass man jetzt heißt, Ja. jetzt kommt New York Ja, und ja. so, weißt du. Ich würde es einfach geil finden, wenn es halt wirklich eigentlich nur auf Racetrack, also wirklich originale Racetrack eigentlich Ich glaube, das muss zählt. auch fast. Weil Ich glaube, das wenn, muss fast. eben, meine, da ist jetzt ja irgendwie so, eben New York ist immer ein bisschen wieder zur Diskussion gestanden und auch Chicago oder weiss ich was. Hör mir auf. Ganz Es ehrlich, regt mich schon genug auf, dass die ganze Zeit der hure James Hinchcliffe muss moderieren muss. Irgendein Dreck ist der Formel 1, der hat da nichts zu suchen, man. Ohne Scheiß. weißt du, ich meine, jetzt kommt ja auch noch Madrid dann mit einem Stadt Grand Prix und so. Und, Ja, hör mir auf. Darum, nein, ich bin dann auch froh, wenn es kommt, ich bin voll dafür, aber dann wirklich sollen einfach nur Racetracks kommen, die wirklich ein bisschen historisch sind, klassische Racetracks und so. Also das Jerez oder so, wie das geheißen hat früher. Wie hat die- Jerez, Ja, genau. in So- Spanien. Ja, so ein Strecke. Portimao. Ja, so Portimao zum Beispiel. Eben Manicourt, Türkei. Hockenheim, Türkei. Es gibt so Mugello. es gibt so viele gute Strecken, wo wirklich eigentlich 20 Season einfach goated. Ja. Sorry, dass ich die ganze Zeit rede, aber wow. weil Mugello und Gold. Nürburgring ist geil gewesen, Mann. Der Nürburgring, Mugello, Türkei, ohne Scheiß 2020 Season, wenn irgendjemand von euch noch nicht dabei war, dann schaut euch einfach die 2020 Season Ja. nach, Alter. Goated, wirklich. Dort hat es ja 2 Rennen gegeben in Österreich. Zuerst war der österreichische Grand Prix, nachher der Grand Prix von Steiermark war. Und danach hat es so 2 Rennen in Bahrain gegeben und das eine davon ist Boah, eigentlich mit der Abstand das Short- geilste Der Rennen, Short das ich seit Circuit, langem Alter, gesehen habe. Mann, der war wild gewesen. Das ist so fucking geil, Und das Rennen. es hat auch 2 Rennen in Silverstone gegeben. Ja. Der normale britische und der 70 Anniversary Grand Prix war noch gewesen. Crazy gewesen, ey. Richtig geil gewesen. Geile Season. Ja, also 20 Season, dann ist auch der Hülkenberg auf P3 gefahren im Qualifying. Das war auch Ja, richtig krank stimmt. gewesen. Alter. Vorsinn. Ist geil. 20 und 21 sind die besten 2 Seasons, die wir in den letzten 10 Jahren Ja, hatten. vor allem 20 war so wirklich der Peak gewesen, auch mit der Generation, Ja. Fahrzeuggeneration. 21 dann auch, weil was die für Speed Alter. aufgehauen. Eben dort das Bild, du Weisst sagst du immer noch? wieder Mugello, Alter, mit dem Hamilton. Weißt du noch? Ja, Mugello, das ist wunderschön, Qualifying Lap von Dings, aber was ich nie wird vergessen im Mugello, ist ein Kimi Räikkönen sein First Lap Drive. Ja! Weisst du Nein, noch? das war Portimao, gewesen, wo er so weit vorgefahren ist. Ich glaube sogar ein Beidner im Fall. Ich glaub, Also Mugello und Portimao ist er hure weit vorgefahren. Ja, ey, ich liebe den Menschen. Ja. Das ist so geil gewesen. Das ist richtig. Also allgemein Mugello, ey, also dass die Strecke nachher nicht mehr weiterhin drin war. So simpel, aber eine gute Strecke. Wow, das war brutal gewesen, ey. Schande. Und das ist im Fall, by the way, das ist im Fall das letzte Rennen gewesen, wo Mercedes so eine Dominanz hatte wie in Vegas. Also
Von Vegas bis das letzte Mugello das letzte Mal, wo Mercedes so strong war. Schon? Ja. Wo sie FP1 ist, FP2, FP3 Qualifying und Rennen gewonnen haben. Das ist das erste Mal dort. Krass. Das ist crazy, ja? Ja, Schon lang her, da kommt einem gar nicht so vor. Aber Nein, 21 haben sie halt überhaupt eben gestruggelt gehabt. Ja. Dort haben sie schon ein bisschen Mühe gehabt. Ja, aber... Ach, schön. Das ist jetzt ein geiler Abschweifer. Ja, wirklich. Super. Das war wirklich ein krasser Abschweifer gewesen. Aber ich würde sagen, das wäre es von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir würden uns wieder das nächste Mal hören, nach dem Dubai Grand Prix, also Abu Dhabi Grand Prix. Weil der ist ja auch schon nächstes Wochenende und dann ist die Season finally over, die längste Formel 1 Season in der Formel 1 Geschichte, die es gegeben hat. Und ich glaube, wir werden das wahrscheinlich dann so machen, dass wir im nächsten Podcast noch über Katar, wo wir jetzt haben, das Wochenende plus Abu Dhabi werden reden, nehme ich jetzt mal schwer an. Und dann werden wir dann nochmal eine separate Episode machen, wo wir so die ganze Season ein Review machen. Und dann wahrscheinlich nochmal eine Episode über das Bingo, den ich schon lange nicht mehr aktualisiert habe, kommt mir in den Sinn. Aber er ist jetzt auch nicht mehr so dramatisch für die letzten 2 Rennen. Lass es jetzt einfach so und dann tun wir einfach alles finalisieren. Und wahrscheinlich hat dann der Levin also AK der Magic Card gewonnen. Und aber dann würde ich mal sagen, wäre es mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr bis hierhin zugelassen habt. Es ist wieder eine recht lange Episode geworden, aber hat richtig Spass gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann würden wir uns dann wieder in 2 Wochen plus minus hören nach dem Abu Dhabi Grand Prix. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.